Ja. Weißt du, Und dann? So ein Salut zusammen! Willkommen! Metal Servola, Schweizer Metal Podcast. Heute, ja, ich bin Ricky übrigens. Ich bin der Bella und das ist How to Confuse the Band Sonor. Genau. Wir sind da mit den hübschen Herren von Sonor. Sonor. Nein, Ja. Sonor. Ah. Genau. So, stellt euch mal Ja. kurz vor, dann können wir euch besser kennenlernen da. Ja, also ich bin der Lücke, der Bassist von Honor Sonor. Honor und ja. Gun Number One. Goon Number One, ja man, schlimm shady. Ich bin der Dona. Ich bin der Dona, ich spiele Gitarre und mache Screams. Und ja, das war es. Alright. Ja, man. Hey, merci, dass ihr Zeit genommen habt. Danke, dass Sie gekommen sind. Das ist übrigens das erste Mal, wo wir Proberaum Invaders machen. Wir kommen zum Proberaum von den Bands, machen die uncomfortable und dann gehen wir. Also. Das ist der Plan gewesen. Ja. Gut, einfach, also Wir habe sind nicht die uncomfortable sind. ich halb richtig gemacht. Ja, also übrigens- würde ich sagen, ist auch in ersten Versuch recht gescheitert. hä? Und übrigens, unsere Jamie Producer ist da hinten. Seht ihr vielleicht? Komm mal. Nein, du darfst nicht über ihn reden, wir müssen ihn Oder? doch ignorieren. Okay? Schau mal in die Kamera. Sag Unser schon. Konzept geht auch gar nicht auf. Hey. Shut up for a second, Der Jamie. Bruder Nico hilft uns, den Proberaum Invaders Footage zu machen. Seht ihr nachher wieder auf YouTube. Genau, er hat vorher eine halbe Stunde etwas gemacht und jetzt ist er eigentlich unnütz für die nächsten 2 So. Stunden. Nein, jetzt kann er einfach zurücksitzen, ein Bierchen trinken und zum geniessen. Hey, zum Wohl. Hey, ich muss Schon auch, eins. Viva. muss auch noch eine rausziehen, habe ich leider vergessen vorher. Aber ja, wir sind da im Proberaum von Xonor. Jawohl. Wir wollen euch besser kennenlernen. Und deshalb, ich würde sagen, fangen wir zuerst mit Bandgeschichte und nachher wollte ich gerne von euch selber wissen, wie ihr mit Musik angefangen habt und den ganzen Bullshit. Weil ich liebe den Scheiß. Ja, fix. Alright. Zuerst mal, was macht ihr überhaupt für Musik? voll. Für Leute, die es nicht wissen. Ja. Machen jetzt 1 Minute Pitch. So 1 einfach Minute für- Pitch, Für Leute, Alter. die noch kein TikTok haben. Also, Ja. zum es einfach kurz und knackig erklären, wenn zum Beispiel Katy Perry mit Gorillaz wirst kombinieren, es ist etwas komplett anderes, was wir machen. Fix, ja. Alright. Nein, ich glaube, wir haben eine gute Mischung zwischen klassischem Thrash Metal mit moderner Produktion und wir nehmen das nicht ganz so ernst. Hin und wieder machen wir auch tasten wir ernste Themen an und gibt eine geile Mischung, habe ich das Gefühl. Und ja, da würde ich sagen, das zu der Musik, zu der Bandgeschichte eigentlich besser du. Du bist Schau schon da. mal, lass im Mikrofon Ah, reinreden. ja, zu Zu der Bandgeschichte. Ja, okay, also. Ist Der eigentlich, Vocalist weiß nicht, wie man mit dem Mikrofon umgeht. ja, ich bin unfreiwillig Vocalist. Das ist im Fall ein Teil von der Geschichte eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Nein, ich glaube, der Luc ist zwar vor mir da gewesen, aber ich fange jetzt trotzdem mal schnell an. Du bist ja der Sänger, du hast mehr Recht zum Reden. Ja, eigentlich schon. Also, wieso ich den Bassist mitgenommen habe, ist, weil wir nicht viel Auswahl mit einem Gitarristen und Drummer suchen wir noch. Alright. Ja, Warte, ihr sucht den Drummer? wir suchen einen Machst Drummer. du Musiker-Tinder? Für die Yes. zwei, die jetzt nicht Ihr wissen, was hört nichts. abgeht in dem Bandroom. Das rein. ist also eine Musikerin-Musik, aber da nur ich Kopfhörer habe, genieße ich. Ich habe gedacht, wo ist jetzt die Musik her? Ich habe jetzt gerade nicht gewusst. Ist geil, Alter. Alright. Also, Entschuldigung für Ja, ist schon gut für den. Ja, wir suchen einen Drummer. Nein, wir sind seit 2020 sind wir aktiv. Wir haben uns im Mai 2020, haben wir uns, wo ich dazu gekommen bin, ist glaube ich einfach komplex gewesen. Und dann sind wir voll in Band gewesen und ist für den ins Nox gegangen. Mitte der Pandemie haben wir auch die erste EP rausgebracht. Ist halt ein bisschen scheiße gewesen wegen der Konzerte, ist aber trotzdem noch easy gut gegangen. Die ersten 2 Jahre trotz Pandemie. Und irgendwie haben wir durch Social, weil wir nicht viele Konzerte können spielen, haben wir recht viel Social Media gemacht. Und das zahlt sich bis heute noch aus und ist unser Main Strength Point, würde ich sagen. Definitiv. Und jetzt sind wir bis heute noch voll dran. TikToks, Instagram, alles Zeug. Ja, und immer wieder mal was Wildes machen wir noch so. Eigentlich ist mal ein Fotoshoot vom Bundeshaus, auch mit in der Pandemie. Das ist noch easy. Ist ein lustiger Zufall, das Fotoshoot ist genau am gleichen Tag gewesen, wo Corona-Demonstration war vor dem Ja, Bundeshaus. wirklich, Alter. Ist aber ungeplant gewesen und die Demonstration ist eben abgelehnt worden und deswegen sind wir, glaube ich, irgendwie, wie oft sind wir 3-4 Mal von der Ja, Schwelle ja. kontrolliert worden. Oh, wirklich? Sie haben halt gefragt, ob wir jetzt da zu den Demonstranten gehören und so. Sure, ja.
What the fuck, was für Demonstranten, was redet ihr? ja. Ja, was hätten das für einen politischen Hintergrund? Also, wir haben ihnen nicht erzählt, dass das der Photoshop für den Song Murder the Government ist. Weil ich glaube, das wäre nicht so gut gekommen. Im Endeffekt. Nein, Also, und dann. Das heisst, ihr sind kein Corona-Schwurbler, hä? Nein, wir sind. Tipptopp. Wir haben zwar gerne Nadeln, aber die anderen. Und wir sind. Die Plattenspieler. Definitiv. Nein, das ist. Ja. Gut gerettet, danke. Ja, das hat uns relativ viel Hemmungen weggenommen, die wir sonst hatten. Oder Konzerte in der Ukraine ist auch noch eines von diesen wilden Sachen, wo wir auf dem Portfolio haben. Aha. Und ich glaube, wir haben einfach alle ein bisschen Dachschaden und wir wollen einfach etwas erreichen. Und ich glaube, du musst ein bisschen Scheiß machen, was du nicht mehr machen Ist Janus Fischer Song gegangen? Es hat Wir haben einen Dachschaden und beginnen einen Sachschaden. Yes. So geht der Song, glaube ich. Geil. Von dem her, das ist... Ich habe da eine Idee für ein Cover für euch, aber... Alright, erzähl. Janus Christus Ja. Cover. Ja. Also, Bin ich der Einzige, Ich der tue nicht jetzt checkt? muss ich es noch ausführen Alright. oder lange die Connection? Ich glaube schon, ja. Ist doch gut. Ja, wir sind heute im Thurgau. Thurgau. Thurgau, ja. Es war lustig, weil wir haben euch angeschrieben, zum Probe Room Invaders zu machen. Und wir haben nicht gefragt, wo ihr probt. Dann waren wir gestern im Thurgau und ich so, fuck. Boah, er ist doch sicher angehört, Alter. Mo, also er ist St. Galler eigentlich. Ja, letztes Mal mit ihm geredet nach dem Trivium-Konzert. Und Stimmt. dort bin ich halt einfach gar nicht mal so nüchtern gewesen. Ja, Von dem gut. her, ja, ist Das so Foto und den Flyer habe ich by the way immer noch, wo man dort geil, gegeben Alter. hast. Geil, Alter. Geil. In dem Fall gratis Bier für dich nächsten Samstag. Ja, voll. Wunderbar. Was gibt es nächsten Samstag? Ah, ja, komm, nein, mit Zeit erstellen, komm. Mach. Wenn ich dir Entry gebe für Promo, machst du Ja, sorry. wir schon dabei Nächste sind. Woche, Samstag, 25. März, spielen Safer Last Breath, Another Approach, Thorn, Invoker und Eversis. Und Right. wenn ihr am Konzert mit uns ein Foto gemacht, also am Trivium-Konzert mit uns ein Foto gemacht, dann gibt es gratis Bier, wenn ihr kommt. Yes. Das Boah, heisst, also Taktik, Alter. eigentlich für alle jetzt schon spät, was hören. Ja. Nein, am Ende kommt es raus, würde ich sagen. Ja, aber sie können kein gratis Bier mehr bekommen, ja. weil es Ja, nicht weil am das schöne Trivium... Konzert schon war. Too late, bitches. Ja. Aber ja, ich bin auch dort. Und voll, das wird cool. Wann haben ihr übrigens Konzerte? Können wir sonst gerade promoten. Oh fuck, ich weiß Daten echt nicht. Also, aber im April. 15. April ist das erste in Luzern. Wie Genau. heisst das Spunte? KKL. Bruch Brothers. Buchbar das. Das nächste ist am 27. April im Ebrietas in Zürich. Yes, eben Dann haben wir, Real Location. Dann haben wir am, wann ist das im Mai? 5. oder 6. Mai in Bern. Ja. Ambros und noch ein paar andere Bands. Im Malibu. Malibu. Malibu, genau. Und dann sonst wieder im Sommer halt wieder ein paar. Genau. Haben wir noch ein paar Und, Announcements, die kommen. Es ist zwar nicht gerade um die Ecke, aber wir spielen Ende Juli oder Anfangs Juli spielen wir noch in Saarbrücken. Falls ihr noch Bock hättet, um den durchkesseln und uns ein bisschen unterstützen, wäre der absolut Auf jeden ja. Fall. Alter. Was gibt's an dem Abend? Das ist Metal Garden heisst das. Es ist, soll man sagen, so ein kleines Selfmade Open Air. Geil. Es sind hauptsächlich Local Bands und die haben uns mal angefragt und gefragt, ob wir Bock haben, zum dort raufzukommen und spielen. Und ja, haben wir gesagt, hört nicht, aber ja. Geil, Freut uns nicht. mega, wird cool. Cool, geil. Wir Ihr sind habt- Headliner, das ist noch lustig. Ja, voll. Ihr habt einige Konzerte geplant. Im Fall. Ja, ist schön. Aber das finde ich im Fall cool, so kleine Festivals, die einfach von Local Bands sind. Ja, das ist echt cool, das ist so ein lustiger Zufall entstanden, als ich letztes Jahr am Sommerbreeze war, habe ich einen Kontakt von einem Kollegen bekommen. Der hat irgendwie eine kennengelernt am Open Air, wo halt immer früher so in ihrem Garten hat sie halt so ein kleines Festival gemacht. Und jetzt machen sie das erste Mal da Jahr ein bisschen grösser. Aha. Halt, jetzt haben sie irgendwo, glaube ich, eine Halle bei so einem Biergarten nebenan, haben sie eine riesige Halle gemietet. Ja, und jetzt ist dort drinnen noch nicht das Festival. Und dann haben sie eben gefragt, ja, es wären eben alles Local Bands, aber sie haben gefragt, ob wir dort mitmachen. Wir so, ja, fix. Wieso Mega nicht? cool. Los. Was läuft einfach mit Konzert? Hä? Ja, Amazing. wir können immer mehr sein, schon, ja, aber es ist gar gut. Vor allem, es ist nicht so, als müssten wir uns voll bewerben und so. Und das ist eben easy geil. Sie geben sich einfach irgendwie und so. Und das ist irgendwie noch cool. Ja, da müssen wir schon sagen, eure Online-Präsenz ist wirklich, ich würde es als Beispiel nehmen, für wirklich queer Bands zu machen. Ich finde, ihr merci, macht Bro. jetzt crazy gut. Ich sehe immer wieder ein Video von euch, wo ich unbedingt muss draufklicken muss, um ein bisschen zu lachen. Und das ist auch, wir machen auch so Cross-Plattform, oder? Ich mache jetzt Insta und so, TikTok, alles so. Also, ein bisschen, ja. Wer hat die ganzen Ideen für die ganze Marketingkampagne gehabt? Puh. Also- Ja,
koordiniere dann ich ein bisschen alles, aber ich lasse halt eigentlich alle Inputs geben. Ja. Also Ja, der Luc hat einmal richtig Schnapsidee, Alter, aber dann siehst du auf 200'000 Views auf TikTok und denkst mal, okay, ich muss auf den Haus und was. Ja. Es ist so, du musst den Chaos, du musst ein Snapshot vom Chaos machen, oder? Wo gerade passt. Genau. Also ich sage immer, die besten Sachen entstehen wirklich durch die Spontanität. Also, Ja, voll. wenn wir mal an einem Tag irgendwie eine Probe haben oder irgendwann unter der Woche sagen wir, ja komm, gehen wir mal irgendwie Eis trinken oder machen wir irgendwie eine kleine Recording-Session beim Donut oder so. Einfach Und dann kommt einfach während dem irgendwie so, hey, schau, ich habe eine Real-Idee gehabt und dann gehst du irgendwie raus und dann fängst du das an zu machen und schlussendlich brennt die Stadt und wir haben das Real mit, ich weiss gerade wie viel Ja. Views. Manchmal floppt es, manchmal kommt es gut und völlig unerwartet. Es sind immer die nie denkst, kriegen etwas, weißt du, was ich meine? Voll. Ist einfach voll, aber wir machen es auch gern, finde ich. Es ist, ich glaube, viele Bands sträuben sich noch davor, aber es macht auch easy Spaß im Fall. Ich glaube, es muss quasi zu der Persönlichkeit der Leute abpassen. Irgendwie. Weil es muss halt Amen. authentisch sein, oder? Ich Genau. meine, wenn nicht gerne vor der Kamera steht, Ja. passt nicht. Voll. Aber ich muss da auch ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich habe das Gefühl, du musst nicht der Lustige sein, du musst nicht der Ding. Also weißt du, was ich meine, du kannst auch voll auf dich selber sein und kannst es irgendwie schaffen. Oder? Habe ich das Gefühl. Aber bei uns ist es halt einfach so, wir sind einfach uns selber und es klappt. Ja, Ich finde, Authentizität kommt über. ja Oder fix. egal über den Medium. Deshalb finde ich Podcasts so cool. Gell? Ja, fix. Und ich finde, Authentizität ist immer wichtiger, habe ich das Gefühl. Mega. Gerade Mega. jetzt, wo AI ins Spiel kommt und denkst, weißt du, was ich meine? So, Ja, voll. so dann du kannst Text generieren, einfach so. Mhm. Aber wo ist der persönliche Teil? Gell? Das stimmt schon. Voll, Wo ist der Mensch dahinter? Und Oh, jetzt kommen wir tiefe. Gell, also richtig shit. Let's go. Oh, Jetzt kommen wir zu iRobot-mäßigen Levels von Deepness. Yeah. oh shit, ich arbeite in der IT, ja. Du bist schon seit längerem auf dem Paranoia-Trip. Alter. Nice. Aber in dem Fall 2020 hat sich Band gegründet, oder? Ja, fix. Ja, schon hure frisch in dem. Ja, ich bin immer noch in der Meinung, es könnte immer noch mehr sein, aber eigentlich. Ein Künstler ist nicht zufrieden mit seiner Arbeit. Also, immer so. Du hast schon nicht gemeint, frisch im Sinn von noch nicht so alte Band. Das habe ich gemeint. Also, Wie habt ihr das verstanden? Ja, ich weiß nicht, wie es aufgefallen ist. ja, Fresh! Also nicht, dass mir eure Antwort nicht gefallen hat. Das ist voll okay. Man kann da gerne Also, nicht weitergehen. richtig Aber Thrash oder richtig Fresh. Weißt? Hey, ich komme jetzt komme ich auch nicht Es raus. geht ums Wort frisch. Fresh. Ja, ist schon recht frisch. Ja, vor Sorry. allem, Ja, das Problem ist, ich habe natürlich vor Kopfhörer und das ist alles tipptopp. es ist dann noch mehr frisch, weil wir halt alle in der ersten Band sind, sozusagen. Oder? Und deswegen, also wir sind vorne noch nie alle irgendwo gewesen. Und Ohne Scheiß. voll, ja. Das ist crazy. Ja, also der Luc hat mal, also du hast mit dem Luc etwas gehabt, das war wie eine andere Band, gewesen, aber es sind die gleichen Leute gewesen und irgendwie. Mhm. Ja, Alright. Unser ursprünglicher Drummer hat eigentlich die Werbung auf findmyband.ch. By the way, eine mega gute Webseite für Band Inserat. Und dort findest du ja wirklich jemanden. Ja, so haben wir den Donut kennengelernt. Der hat sich als Gitarrist bei uns beworben und ich weiss noch, in der ersten Probe, da haben sie noch mit diesem alten Gitarrist und Schlagzeuger haben sie das komplette Kill 'Em All-Album Voll, ja. zurückgespielt. Der Donut hat es gesungen. Das kommt und ich Und dann haben wir so gedacht, wie lange hast du die Gitarre gespielt? Ich glaube 1,5 Jahre oder so. 1,5 Jahre. Ja, eben so, ja. Genau, ja. Und dann haben wir halt so gedacht, Donut, du hast eine mega coole Stimme, willst du nicht noch Vocals für uns machen? Und der so, ja, ich kann nicht spielen und Vocals gleichzeitig machen. Wir so, ja, komm, probier's doch einfach mal. Und ja, Ja, seit voll. da, Das ist Ja. nicht einfach. Es ist echt nicht einfach gesehen. Aber ja, aber es ist, nur würde ich sagen. ich muss sagen, es hilft, merci. Es hilft, wenn man die Songs auch selber schreibt und dann kann so, dass ich, Ja. da hilft. Also zum Glück kann ich immer meine eigenen Vocals schreiben. Mhm. Und so habe ich dann auch das gut irgendwie können handeln. Ja. Aber du spielst wie lange Gitarre jetzt? Jetzt bin ich im 2019 habe ich angefangen im März. Ja. Wow. Und 4 Jahre, ja, für mich. Das ist wirklich nicht fucking schlecht, Alter. Holy shit. Merci, man. Das Ich habe heißt- ein YouTube-Video eben gemacht, Guitar Progress hat irgendwie 300'000 Views bekommen. Das ist Alright. das ist amazing gewesen. Also. Alright. Das ist wirklich, hat er sich von Tag 1 bis, glaube etwa bis 1,5 Jahre, oder? Nein, 1 Jahr. Oder Genau, 1 Jahr. Tag voll. 1 bis 1 Jahr der Progress, wie er es Damn. gelernt hat. Aber dann hast du schon richtig Gas gegeben im Fall. Es ist irgendwie einfach aus dem Nichts gekommen. Ich weiß Mhm. auch nicht, ich habe einfach schon immer wollen. Ja. Nie angebracht. Und bam, habe ich einfach einmal in die Hand genommen. Die Gitarre, irgendeine alte hure Strat, wo 2 Seiten gefehlt haben. Und ja, das war mein Dad seine Gitarre gewesen. Er hat mich inspiriert, weil er hat sich ein bisschen selber beigebracht. Und dann, das ist so meine persönliche Geschichte eigentlich. Auch relativ frisch und metallos eben auch irgendwie erst seit
Oh. 2017 hätte ich gesagt, richtig. Ja. Bruder, wie alt bist du, sorry? 23. Alright. Mit jetzt eher so anfangen, ein bisschen Rammstein hören. Dann Dann- ist auch Metal-affin. Ja, fair. Ja. Und dann ist Metallica gekommen und dann deswegen. Ich hab gemeint, du bist voll auf die Pop-Schiene gewesen und plötzlich hast du gefunden, ja, Slayer. ja, wenn wir unsere Musik hören, können wir da denken, ja, Ja. ist schon ja. Voll, oder? Nein. Taylor Swift. Hey, Eminem, ich und er sind riesige Eminem-Fans. Der Schiene sind wir gesehen, ja. Aber der gegenseitige Respekt zwischen Rap und Metal hat es immer gegeben. Ja, Also ich fix. meine, man sieht mit Anthrax, wo sie I'm the Man gemacht haben mit hilf mir. Anthrax, ich weiß nicht, ich Mit weiß Aerosmith haben sie einmal gemacht und einmal Run DMC. Aerosmith ist mit Run DMC gewesen, ja. Run DMC und nachher Anthrax mit House of Pain. also Pain? das kann Ja, sein. das kann sein. Möglich. House of Pain, Ja. Mal, Ja, das kann sein. Ich schwöre, ich habe gerade Straight Outta Compton geschaut, das letzte irgendwie. Ah, Die hat jetzt geil. auch so eine Referenz drin gehabt, ja. Ja, und sonst hast du den Ice-T natürlich, wo irgendwie die, Ja, voll. Oder Dings, welche habe ich letztes Jahr so ein Album gefunden, wo auch einfach eine Hip-Hop-Crew, Oh, das war verdammt hart gewesen. MOP ist es gewesen, MOP, oder? ja, MOP, voll. ein Die haben Metal-Album. einfach den Breakdown von Angel of Death haben sie Ja, gesampelt ja, ja. und Hip-Hop-Beat gemacht. Ja. Aber Es hat das doch so eine Szene in Breaking Ja, Bad, genau, wo da darum drin habe ich es ist. gekannt, weil ich habe Breaking Bad geschaut und dann ich so das und ich denke mir nur so, what the fuck Ja. is this? Crazy. Mein Das Album Metal- habe ich, lustig, das Album habe ich gerade erst letzte Woche gelesen, mal wieder. Ja, Das ist ja. verdammt hässig, Mann. Ja, ist ja. Das ist verdammt hässig. Aber das ist noch krass, du bist einfach der einzige Mensch, den ich kenne, der noch später angefangen hat, Gitarre zu spielen wie ich. Wann hast du angefangen? Ja, ich habe in der Lehre ich bin mit dem Schlagzeuger von Save Last Breath in der Berufsschule gewesen. Okay. Und habe mir dann so gedacht, ja, wenn der kann eine Band haben, dann Ja. schaffe ich das auch. Und ich kann nie dafür Gitarre spielen, weil meine Eltern immer das Gefühl haben, so, ja, du machst ja nicht deine Hausaufgaben, also willst schon Gitarre lernst sicher auch nicht Gitarre spielen. Und ich so, ja, das ist ja sicher auch das Gleiche, oder? Ja, definitiv. Und dann habe ich mir in der Lehre mit irgendwie so 17,5 oder so, habe ich mir so ein Migros-Budget-Gitarre-Set gekauft. Ja, für 180 Gitarre- Stutz. es gibt im Land die Gitarre. No way. Ja. Aber ich sage allen, kauft lieber einfach eine Harley Benton Gitarre für 90 Ja. Euro. Wesentlich besser wie das. Und dann habe ich mir das einfach alles selber beigebracht. Aber ich meine, bei mir hört man es eigentlich, also jetzt noch nicht wirklich gut. Aber das ist ja, Bist du gut, Brudi? ja, ich spiel passabel. Ja, Ich verstehe nicht, was ich mache, aber es klingt okay. Ja, bei mir geht es aber genau gleich. Das ist doch gut. Es tönt einfach, das macht gut tönen schlussendlich. Ich nutze meine Ohren nicht irgendwie. Nein, eben, aber ich finde es einfach krass, weil eben, ich habe das Gefühl, ich habe schon verdammt spät angefangen, aber das geht in dem Fall noch. Wolltest du etwas wissen? Du bist einer von den wenigen gewesen im Studio bei mir, wo ich wenig kann müssen, irgendwie 20 Takes für die gleiche Part Ja, machen. aber das liegt daran, weil ich die Parts selber geschrieben habe und Ja, sie ja. einfach so billig Aber eben, geschrieben haben, eben. dass ich sie können spielen Du hast sehr stabile Technik im Fall. Das kannst du nicht abnehmen. Eben. Gut, das hat man ja schon Voll. gesehen. Und du auch, eben. Deshalb bin ich so, es wundert mich, du bist verdammt tight, Kollege. Merci. Ja, Echt, das ist- also, Ihr seid alle mega tight. Und Ich weiss Songwriting nicht. ist der Shit im Fall. Also ich muss sagen. Ja, vor allem, Voll. habt ihr, wie viele Songs habt ihr, wenn das es ist mal. jetzt wirklich die erste Band ist, habt ihr viele Songs geschrieben, die ihr nicht veröffentlicht habt? Ja, Mensch, schon ein paar. Easy. Hat's ein Also, paar. Es hat, wo wir haben die 20 Jahre gegründet und Ende 20 haben wir die erste EP rausgebracht. Mhm. Die Songs sind schon ein bisschen schwierig gewesen, vom Luc damals. Und dann über die Jahre dann haben wir dann halt einfach immer wieder Sachen geschrieben, aber wir haben einen anderen Songwriting-Prozess. Wir sind nicht so die Band, wo irgendwie zusammenhockt und so schreibt, Ja. sondern es ist einfach entweder ich oder der Jan, wo einfach etwas bringt und dann nehmen wir es auseinander. Ja. Und dann, Es ist eigentlich so, also es kommt halt zuerst die erste Riff-Idee kommt, dann wird dann mal irgendwie vorgespielt und so, dann, weißt du, so, schauen wirklich alle, das ist ein geiler Riff, aus dem musst du etwas machen. voll Dann geht es irgendwie so eine Woche, zwei und dann ist irgendwie schon der Song eigentlich schon mehr oder weniger eigentlich schon geschrieben. Dann wird der mal angelassen und nachher bringt jeder ein bisschen seinen Input, dann wird noch ein bisschen angepasst, was zum Anpassen ist. Schon, und ja. ja, so entsteht Dem ist er das. relativ gut. Also Aha. ich kann so fast fertig. Einmal habe ich einen kompletten Song wirklich aufgenommen, ich war so überzeugt von dem gewesen, und dann hat der den auseinandergenommen. Also, und das hat sich gelohnt, aber den Song haben wir noch nicht gehört. Wie lang ist deine Geschichte mit Musik, Luke? Wie lange? Ja. Ich weiß nicht, mein Blackout hat vor Jahren angefangen. Nein, also soll ich von ganz vorne anfangen? Ja, fang. Ja. Ich habe als kleines Kind habe ich halt mega gerne Gorillaz gehört. Gorillaz ist immer noch eine von meinen Lieblingsbands. Ich bin Love letztes Jahr extra auf Luxemburg gefahren, um sie zu schauen. Damn. Sind super, immer noch absolut Childhood-Favorite. Aha. Und dann mit Metal hat es eigentlich angefangen, recht früh. Ich weiß gar nicht, bin ich glaube irgendwie 7, 8 oder so gewesen. Dort hat, mein Bruder hat einen von den ganz ersten iPods, die damals mal rausgekommen sind, die noch mit dem Rädchen zum Drüllen, gell? Ja. Der hat mal irgendwie, glaube so einer von meinen Eltern hat den bekommen und der hat von Slipknot hat er vom allerersten Album hat er irgendwie 4 Tracks drauf gehabt. Welche 4 Tracks?
Also der erste, den ich mich sicher mag erinnern, das ist auch der erste Song, den ich gehört habe, ist Eyeless gewesen. Und die erst von Minute 1 habe ich es geliebt. Er ist einfach Damn, ja, okay. es ist Stamm. Ich weiß, es ist ein bisschen extrem. Ja, ist ja wirklich ganz so. Ja, sehr schwer. Es gibt immer, sorry, dass ich unterbreche, es gibt immer entweder die Leute, die sich reineisen, weißt du, so ein bisschen ACDC, nennen das, weißt du? Und dann gibt es die Leute, die haben es erstmal. Ja, Grindcore auf einmal. Ja, genau. Es war Eyeless, Sick ist drauf, Surfacing und nochmal irgendeiner, aber ich weiß nicht mehr, welcher das trotzdem mal war. Und mein Bruder hat aus irgendeinem Grund das immer gehasst, wenn ich auf seinem iPod Musik gehört habe. Die haben immer gewartet, bis er geschlafen ist. Dann habe ich immer sein iPod aus der Schublade geklaut. Dann habe ich wirklich immer die 4 Songs immer rauf und runter gelassen. Stundenlang bei mir, die haben im Zimmer so voll so eingepackt, so im Bett rein. Und bis ich dann irgendwann so mein eigenen iPod bekommen habe, dann habe ich halt alles irgendwie angefangen. Trotzdem haben wir noch Musik bei LimeWire runtergeladen. Ja, wo du irgendwie 4 Stunden am Warten warst, bis endlich mal das Album von Bullet von My Valentine kam. Das war ein Lesben-Porno. Ja. Hey, immerhin ein Lesben-Porno, gell? Also, ich meine, noch ganz viel schlimmer sehen. Ja, den PC hast du nachher auch verbrennen mit den ganzen Viren, die du bekommen hast. Ja, voll. Wie geht das schon wieder? Ich bin nicht homophob, ich schaue Lesben-Pornos oder so. Nein, ich schaue viel schwule Pornos, ohne eine Latte zu bekommen. So geht das. Alligator. Nein, das ist kein neues Challenge. Das ist KIZ. Ich gucke oft schwulen Pornos, ohne eine Latte zu kriegen. KIZ, aber in dem Fall, KIZ, sind ja gut im Deutschrap-Game dabei. Ja, sicher, auf jeden Fall. Nicht so. Aber Ja, nachher ist es, dann habe ich eben irgendwann gedacht, ja, ich will auch selber lernen Gitarre spielen. Ich habe dann tatsächlich mal Unterricht genommen, hatte das aber glaube ich recht schnell wieder aufgegeben, weil ich einfach keine Geduld hatte für das. Ja. Plus habe ich sage jetzt mal, ich habe das falsche Instrument dort mal gehabt, mein Instrument, das ich dort mal gekauft habe, oder sagen wir mal bekommen habe, das habe ich rein nur wegen der Optik gekauft. Das ist so eine BC Rich Carry Gitarre. Da bin ich irgendwie 10 oder so, als ich die bekommen habe. Und ja, sie ist halt, ja, ich glaube, für das Alter ist sie recht unhandlich gewesen zum Spielen. Dann habe ich das recht schnell wieder an den Nagel gekriegt, weil... Sie ist auch für dein jetzigen Alter recht unhandlich zum Spielen. Ist es immer noch so? Weißt du, ich habe schon lange so ein Ding nicht mehr in der Hand gehabt. Hast du es immer noch? Ja, die habe ich immer noch. Also, ich habe sie meinem Bruder geschenkt damals. Das ist eben auch eine lustige Story. Mein Bruder ist ein 10-mal besserer Musiker als ich. Alright. Und ich habe ihm dann damals mal meine Gitarre geschenkt, weil er halt das, was ich in 2 Jahren gelernt habe, hat er in 2 Monaten gelernt. Und ja, dann hat sich das alles wieder ein bisschen verflüchtigt. Nachher ist die Hip-Hop-Szene noch ein bisschen dazugekommen. Ich lasse auch mega gerne Hip-Hop. Deutschrap ich bin ein mega Battle-Rap-Fan. So eben VPT, JBB, das feiere ich mega. Vielleicht verfluche ich damit dafür, ich bin auch ein mega Kollega-Fan. Ich stelle mir einen Pranger dafür. Aber ich bin, wenn ich Deutschrap lasse, ich bin absolut Rap-Technik-Fanatiker. Also ich lasse gerne auf doppeldeutige Wortspiele, Mehrsilben-Reimketten und den ganzen Scheißdreck, Spitz und den ganzen Scheißdreck. Das ist, wenn ich so deutsche Raps lasse, ich nehme das immer voll auseinander. Ich feiere das mega. Sorry, ich muss schnell Du hörst reingrätschen. auch Metal so, als würdest du einen Hip-Hop-Track Ich muss schnell reingrätschen. Wer ist deiner Meinung nach von diesen Sachen her der fieseste Deutschrapper? Der das am besten im Griff hat? Rap-Technik. Ja, Rap-Technik Kollege. und so zweideutige Sachen. Kollege. Ist der Kollege? Ja. Gut, fair. Sogar Punkt. Gangster hören mich im Loop, wenn sie durch Queens rauschen wie königliches Blut. Ja, das ist schon gut. Alles, was du gesagt hast, sagt mir nichts, aber ich bringe das Wort Yes. dafür. Ja, ich bin aber nicht in Europa aufgewachsen, deshalb ist so. Wo bist du aufgewachsen? Ich bin in Chile und Peru. Ich bin halb Peruaner, halb Schweizer, Tag geboren, nachher gerade exportiert. aber bist du, nein, also... Ich bin jetzt seit 10 Jahren in der Schweiz. Ah, okay. 10 Jahre? Okay. Und- Aber hast du nicht schon Schweizerdeutsch Nein. geredet oder hast du das erst gelernt? Nein, ich kann so, weißt du, so wie man Französisch von der Schule hat, oder? Ja. So habe ich Hochdeutsch gehabt, bin angekommen, ich habe kein Wort verstanden. Ich habe mit den Jungs von Broken Fate sogar auf Englisch geredet, als ich gekommen bin. Ja. Und nachher Schweizerdeutsch einfach gelernt. Ja. Man hört das null bei dir. Null. Das ist krass. Ich bin eben auch Richtig erst seit gut. 13 Jahren da. Und das ist wirklich? schon immer. Wir geben die Leute das, warte, man hört es da gar nicht an. Weißt du nicht mehr. Eben, ja. Aber du, mit 10 Jahren. Und ich bin da Damn. geboren und aufgewachsen und ich kann kaum Deutsch reden, ich kann kaum so schön Deutsch reden. Geil. Das ist Wo unglaublich. bist du denn aufgewachsen? Ich bin in Zierland geboren und dann mit 8 bin ich dann da in die Schweiz. So. Damn, alright, cool. Voll. Folgst du noch ein bisschen die irische Metal-Szene so vom Hören? Es gibt nicht viel davon. Gemmenbaum sind von dort, nicht? Ja, voll. Sie sind zwar hauptsächlich Nordirland, aber es ist Irland sozusagen, ja. Ja, ich weiß, aber ich würde jetzt so nicht anfangen. Es ist, es ist ein Tag nach St. Patrick's Day. Nein, Cancelled. ja, wirklich, ich sage es so nicht. Nein, aber irische Metal-Szene gibt es nicht viel. Also, ich meine, du hast ja schon, Rock ist eher so das Ding dort, aber ich meine, mit U2 und so alles, was dort herkommt. Gut, Metalcore gibt es Dudes, die ich kenne, Words That Burn.
sind sehr cool aus Irland. Okay. Die sind mal auf Tour mit Atropas gewesen. Sind das die gewesen, die dich unter den Tisch gesoffen haben? Ja, genau. Ah. Die hast du probiert? Der gab ich sofort. Aber Irland ist, ich glaube, meine Theorie ist, weil es eine Insel ist, kann Metal dort nicht. Weißt du, was ich meine? So, du hast Bands, die gehen sicher nie auf Irland, weil das ist logistisch ein fucking Problem. Oder Ja. England ist genau das Gleiche. Nur weil es eine Insel ist, was ist mit der New Wave of British Heavy Metal? Aha. Ja, dort fängt Dort haben sie eben alles. Aber Dort hat es angefangen. Dort kommt ja alles her. Das hast du müssen und England hat irgendwie exportieren. 60 Millionen Leute im Vergleich zu Irland, wo 4,5 hat. Ja, Weißt du, okay, was ich meine? fair, Also, Ja. Da kann nichts wirklich entstehen. Nein, es hat schon ein paar Bands, so Psychosis gibt es noch. Und Gamma Bomb ist natürlich der Ja, Frontrunner. Ich liebe Gamma Bomb. Beste. Und nein, sonst kenne ich nichts. Alright. Mein Vater ist voll der Metalhead in den 80er gesehen. Dort sind noch, wirklich? ja, voll. Und jetzt, Läuft im Blut. ja, schon ein Geil. bisschen. Schon. Ist er happy mit deiner Musik, die du machst? Oh ja, Geil. er ist voll stolz. Er ist momentan in Dubai im Fall und er Aha. zeigt allen Leuten jetzt meine Musik. Und so. Okay. Ja, ich habe gesehen, du bist in der Ferien dort gewesen, glaube ich. Ja, voll, voll. Ja. Hammer, Alter. Das ist echt wild gewesen. Das ist echt wild. Ah, so cool, so cool. Aber ja, du hast gesagt, vom Hip-Hop, oder? Wie bist du da gewesen? Ja, eben dann ist der Hip-Hop ist nicht dazugekommen, ist immer noch präsent, was auch viele amerikanische Rap lasse ich sehr gern, aber eher so, ja, ich sag jetzt mal der Oldschool-Shit. Alright, erzähl mal deine Top 3. Cheers. Meine Top 3 vom Cheers. Hip-Hop. Vom Hip-Hop nein, USA, wirklich. da kann ich ein bisschen mehr. Vom Hip-Hop USA. Ich würde sagen Mobb Deep, Mhm. Wu-Tang Clan Alright. und Bitte sag's nicht. Hä? Bitte sag's nicht. Eminem. Aha, okay, gut. Das ist gut. Ich wollte es jetzt gleich Ich meine, hören. du kommst. Gucci Gang. Nein, One-X. Leck ist der Ass, Alter. Scheiße, das habe ich vergessen. Oh mein Gott, ich habe Nein, Onyx so no vergessen. front, aber die haben kein Onyx ist Beats, Alter. Das ist Beste. nur Drums und Hymno. Nein, Onyx ist Beste. Sorry. Ja. Nee. Wenn du Ich kann etwas das nicht anderes verstehen, behauptest, Alter. wenn du Hip-Hop etwas- braucht einen guten Beat, Alter. Und die machen einfach keinen Beat, Alter. Alter, wenn du etwas anderes behauptest, dann gehe ich zu dir heim und klaue alle deine Pfanne. Okay, ist ja gut. Nein, Ich kann doch lieber Pfanne. Mit Pfannendecken kann ich nichts anfangen, mit Pfanne allein. dort, wo du geredet hast von der Redeart und so Zeugs, für mich kommt zum Beispiel Nas im, Nase ist cool, ja. weil I don't sleep because sleep is a cousin of death. Ja, Bruder, das ist Illmatic, ja. Das Satz New ist York, einfach- New York Boah. State of Mind, ja, den Weißt, Song kenne ich, das ist Amigs bin ich so am Kacken und ich denke so, boah, geil. einfach in random Momenten am Tag so, kommt der Satz so, ja, Das ist schön. ja voll. Hey, cool, aber dann Metal. Metal, ja. Also Metal ist wo ich dann so in der Hip-Hop-Szene ein bisschen mehr unterwegs war, ist Metal ein bisschen weniger präsent gewesen, aber das ist dann wieder irgendwann gekommen. Gibt es auch so eine starke Hip-Hop-Szene da in der Umgebung, oder? Also dort mal halt, ich bin viel in der Breakdancer-Szene unterwegs gewesen, Ah. zeitlang. Ich habe selber mal, knapp in 2 Jahren, habe ich mal selber ein bisschen getanzt. Damn. Ich könnte es jetzt nicht mehr, weil meine Kondition gleicht an einem Hast du nicht- zurückgebliebenen Walross. Hast du nicht erst jetzt in einem Konzert voll der Breakdance ausgepasst? Oder ist das ein Ja, Musikvideo? gestern bei Lamb of God im Pit habe ich einen Ja. Backspin gemacht. Ich hasse ihn wirklich. Erst jetzt in der voll der Breakdance ausgepasst. Da hab ich so, was? Nicht gegeben. Ich habe das noch nie gesehen. Ja. Das ist geil. Und ich bin einfach da gestanden wie so ein alter Mann. So, ich bin zu alt fürs Pit, Alter. Macht ihr, was ihr wollt. Ja, ich habe es nachher schon gespürt, ja. Du bist auch Nein, jetzt im also es gibt, Sitzplatz. es gibt Beste schon, Sitzplätze im Metal-Konzert sind so underrated im Fall. Ich liebe es. es gibt schon eine recht präsente Hip-Hop-Szene. Aha. Das ist schon so. Und auch in der Breaker-Szene ist wirklich interessant, in der Breaker-Szene, vor allem in der Schweiz, da siehst du einen halt wirklich, also es ist nicht gerade so eine grosse Community, also ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber trotzdem, Ja. du kennst die Leute halt alle wirklich und Mhm. ja, und die kommen auch, also es ist egal, die kommen auch wirklich von überall her, weit kommen die, von ganz Europa kommen die zum Mhm. Beispiel auf Zürich als Red Bull BC One, die Battles Damn. und alles, ja. Okay. Weißt du noch, wo wir den Livestream gemacht haben? Mhm. Weißt du, was da passiert? Ja, stimmt. Ja, Mann. Wieso bist Was du ist nicht da passiert? gewesen? Nein, Dings, wir haben mal im Corona 2021 Das war im 21. gewesen, ja. haben wir ein Livestream-Konzert gemacht im Zug, wie heißt es nochmal? Wo im Industrie 41, oder? 41? 45? 45, ja. Genau. Und wir haben, weißt du, einfach 2 Bands, so die Versus und White dort war. Wir haben alles aufgestellt und so und angefangen zu sounden. Und draussen hat es einfach, was ist es? Das Rap Battle, ein Rap Battle, Cappella. das Rap Battle Das Festival. A Cappella. A Cappella. Rap Battle. Das ist so geil gewesen. Vor allem, weißt du, weil sie haben eigentlich wollen, das Dine machen. Und dann hat sie gesagt, ja, sorry, wir können nicht, weil Dine ist
Konzert und sie so, schade. Und nachher kommen wir und wir haben eigentlich, weil wir haben das schon so früh abgemacht, das ist nachher ist quasi gelockert worden mit all diesen Massnahmen und du hättest wieder ein Publikum drin haben. Aber durch das, dass wir das so geplant haben und dann einfach so kein Publikum haben können reinnehmen, weil du einfach nur den ganzen Scheiß hättest müssen machen mit, wieso ist es draussen gegangen? Draussen ist es gegangen, weil es ein Outdoor war. Ja. Ist irgend so etwas. Auf jeden Fall haben die sich nachher heilandslos darüber aufgeregt, dass die 2 Metal-Bands einfach voll am Blasten sind, laut draussen die ganze Zeit gestört werden bei einem A-Cappella-Rap-Battle. Und ihr Publikum draussen muss im Regen stehen, während wir drinnen ohne Publikum einfach nur so für Jux und Dollerei spielen. Ja, aber da ist schon krass. Der wird so überleicht. Echt gottlos, Alter. Ich bin aus der Ziege rausgegangen und dann haben sie so besser aber wir sind nachher irgendwann mal, sind wir einfach so alle, wir haben ja Pause gehabt zwischen dem Anfang und dem Ding, wir sind einfach alle mal draussen gehockt, haben so gegessen und so die Rap-Battles geschaut und so. Es ist wirklich, ein Dude hat es noch im Griff gehabt. Ein Dude habe ich einfach das Gefühl gehabt, so, okay, du bist einfach unterste Schublade. Oh mein Gott. Fucking funny. Ich weiß nicht, sagt euch das Royal Arena Festival etwas? No? Royal Arena. Die Rote Armee-Fraktion, ja? Ja. Saraf. Okay. Nein, das ist etwas, ja. Das ist ein kleines Hip-Hop, also mittlerweile ist es auch schon recht gross geworden, aber das ist in Biel ein Hip-Hop-Festival. Okay. Und die haben immer so separates Zelt in die gehabt, wo eben auch B-Boy-Battles sind dort gewesen. Und die haben auch Rap-Battles dort gehabt und die haben mal ein hure geiles Format in die gehabt. Die haben Rap-Tabu gemacht. Da haben sie einen aus dem Publikum genommen, haben ihm die Augen verbunden und nachher haben sie vorne drauf auf dem Beamer haben sie ein Wort projiziert. Und Wörter, die man nicht hätte dürfen nehmen. Und dann hat man in einem Freestyle, dem Dude, der es aus dem Publikum genommen hat, haben sie müssen das Wort erklären, das dort noch nicht war. Und das Teil, also ich muss echt sagen, die Serie haben das echt gut gemacht, aber das ist Comedy pur auf der Bühne, ich sag das. Das glaube ich. Schiessen. Und wenn du noch irgendeinen gefunden, wenn du irgendeinen aus dem Publikum rausgenommen hast, der irgendwie mit beiden Augen in verschiedene Richtungen schaut, ist es dann noch witziger. Ja, so ein Dude, was gar nicht versteht und die anderen reissen sich da ein Bein aus. Ja, voll. Das ist etwas, was ich so ein Metal-Konzert, da gibt es einfach nie, habe ich so das Gefühl. Weißt du, was ich meine? So Crowd-Interaction so auf dem Niveau gibt es irgendwie einfach nicht. Ja, finde ich schade. Es ist so voll so ernst. Das Einzige, was du kannst machen als Interaction, ist, wenn es ein Wall of Death gibt und du einfach mit dem Bier in der Mitte stehst. So, Ja, eben, genau. Eben, das ist so der Basic Move. Halt, ja, voll. Ich meine, es macht immer noch Spaß, weißt du, was ich meine? Aber ich habe das Gefühl, voll. Das macht etwas Kreatives. Also, du kannst schon ein bisschen Sachen machen. Was könntest du machen? Ich meine, letztens bin ich am Kraftclub-Konzert gesehen, da haben sie ein Ding aufgestellt, so ein Glücksrad. Und nachher haben sie es gedreht und nachher hast du auf dem Dings gehabt, entweder einen neuen Song, einen alten Song. Was war noch? Ihr beliebtester Song, einen Song, was nur auf einer Live-CD haben, oder Zigarettenpause. Und nachher ist er da gestanden und hat so das Gefühl gehabt, ja, also ich muss jetzt ganz ehrlich sein. Song, wo Zigarettenpause Nein, heißt? es ist Zigarettenpause drauf gestanden auf dem Teil. Und dann hat er gesagt, also ich muss jetzt ganz ehrlich sein, Zigarettenpause ist nicht ein neuer Song, aber wenn es auf das geht, dann raucht der Stefan, also der eine Dude von ihnen, weil der ist der Einzige, der raucht, einfach eine Zigarette auf der Bühne und nachher geht das Konzert weiter. Jetzt habe ich gerade gedacht, der Song, wo Zigarettenpause heisst, das gibt einen Prozess, weil... ja, wir haben einen, der Zigarettenpause heisst. Wir spielen immer am Schluss, ja. Jedes Mal, wenn wir in der Probe, wenn wir eins rauchen oder wenn die Probe fertig ist, dann spielen wir immer einen Song, der heisst Ziggy-Pause und das spielen wir auch immer, wenn das Konzert fertig ist, Ziggy-Pause. Geil. Ich schwöre, wenn wir nachher vorspielen. Er geht noch 30 Sekunden. Das ist gut. Aber eben, nachher haben sie jemanden aus dem Publikum geholt und dann haben die müssen quasi drehen. Und dann haben sie gesagt, ja, wenn jetzt auf Zigarettenpause geht, ist sie schuld, nicht die Band. Und dann ist das natürlich okay. Das ist noch witzig. Es gibt auch eine Pause. Ja, du kannst schon ein Zeug machen. Du musst dir halt einfach überlegen. Und das Ding ist halt bei Metal-Shows, ist es schon, du wirst auch recht schnell geächtet, wenn du verachtet, wenn du irgendetwas machst, was nicht im Standard drin ist. Ja, eben. Wenn du irgendetwas machst, was so ein bisschen zu lustig ist, haben einfach plötzlich alle gerade das Gefühl so, ja, ich schwöre. das ist einfach nicht mehr Metal, das ist nicht true. Okay. Ja, da meine ich eben genau. Also da muss ich echt zugeben, also in der Metal-Szene, das ist, und ich glaube, ich habe mir selber bei so Situationen, die sind echt, wie soll man so sagen, so Verhaltens- und Musikfanatiker, weißt du, so, wie soll man das am besten sagen? Ich will eben das Wort Nazi eben nicht nennen. Alright. Aber ich glaube, wir wissen, von was sie reden, oder? Gatekeepers einfach. Also, ja, eben so, weißt du, es geht einfach darum, ja, wir müssen halt schauen, dass es real ist und alles, was irgendwie nicht in das Schema reinpasst. Der True Cult. Genau, ja. Und das finde ich die ganze Metal-Szene eigentlich schade. Vor allem, wenn sich zum Beispiel zwei Metal-Heads unterhalten. Ja. Das ist einmal immer, wenn der eine zum Beispiel Lost Core, der andere Lost Trash und dann heißt, aber du lässt es nicht real. Denkst du, Kollege, wir sind schlussendlich doch alles eine Community, voll. Oder? Ja, ist wirklich so. Ja. Das ist wirklich. Und am Schluss, ich meine, redest mit den Leuten 10 Minuten lang und so nachher,
findest eine Band, die beide cool findest. Ja, oder? genau, das gibt's immer, ja. Voll. Und ich meine, heutzutage, alle, die in Hardcore- und Metalcore-Bands sind fast alle Emos gewesen, oder doch nicht? Ich bin Thrasher, also ich bin immer noch Thrasher, aber ich habe angefangen als Thrasher, oder? Aber ich habe kein zuerst, als ich in Europa kam, war Deutschland, 2011 gewesen. Metalcore überall, also nicht anders, oder? Und ich so, ich wollte, Exodus, Testament, so in die Richtung spielen. Ich habe einen Drummer getroffen in meiner Klasse, der einzige Musiker, den ich kennt habe, oder? Und er so, hey, ich habe eine Probe und so, kommst du spielen? Und ja, was spielt ihr? Ja, Metalcore. Ich so, fuck. In dem Fall. Und ich so, okay, ich weiss, und ich habe versucht, als Thrasher irgendwie einen Breakdown zu schreiben. Ach Gott. So groß schlecht. Und nachher ist mir genau das Gleiche in der Schweiz passiert. In meiner Klasse, der einzige Musiker und Drummer in einer Metalcore-Band spielt. Brudi, aber wie? Ja? Wie hast du nicht geschafft, als Thrasher einen Breakdown zu schreiben? Der beste Nein. Breakdown ever ist von fucking Slayer. Ich schwöre. Ja, Ja, aber eigentlich schon. Aber ich meine, Der Ich finde, Raining ich finde es Blood gibt Breakdown. eben dann genauso geile Ideen, weißt du, was ja. ich meine? Wenn so einer kommt, der komplett keine Ahnung hat Ja. und dann etwas macht und seine Interpretation davon, dann gibt's definitiv. voll. Ja, ich habe eben zum Beispiel versucht, ein bisschen zu much, zum Beispiel bei Whiteout, meine Melodeath-Sachen rein zu pushen. Mhm. Sie haben gefunden, ich mache ein separates Projekt, oder deshalb habe ich auch Demigo dann Ja, live fix. als Melodeath. Dann kann ich austoben bis zum geht nicht mehr mit Orchester und fucking Black Metal-Zeug. Und dann kann ich schön das Core- und Breakdown-Zeug mit Whiteout machen. Ja, fix. Muss ich irgendwie einrichten. Aber ja, wo sind wir gewesen? Ich Ja. habe es komplett... Hip-Hop, immer noch da. Wir sind immer noch beim Hip-Hop, oh mein Gott. Ja. Oh. Okay, ja, Hip-Hop. Also- Hip-Hop ist Musik. Hip-Hop ist- Aber Also ich wir find- sind ich eigentlich find's- nicht mehr da gewesen. Wir haben Nein, einfach- das ist das letzte nein. gewesen. True Cult Metalheads, stimmt. Ja. Genau, ja, ich Ja. finde, es braucht eben schon ein bisschen beides. Gell? Es sollte schon ernst bleiben, zu einem Definitiv. gewissen Grad Metal, weil ich finde, es ist so, gibt es so eine Plattform, um so, eben, so soziale Probleme ansprechen, Definitiv, Krieg und so. definitiv. Da kannst du irgendwie andere, wird das in anderen Genres groß gemacht? Nicht groß. Also, Mo, so Krieg zum Beispiel ist das Hip-Hop. Thema. Krieg. Hip-Hop und Rap ist das auch recht das Thema. Je Ja, nachdem aber halt das ist meistens bei so was. persönliches Zeug, weißt du, was ich meine? Ja, das schon, aber es kommt halt immer so ein bisschen drauf. Ja, du hast schon recht. Aber so Metal schreibt über. Metal schreibst du dann irgendwie über die Hungersnot oder über Krieg oder ich meine, über einen Raketenwerfer. Weißt du, Boah. kann nicht das. Weißt Weißt du, du? das ist interessant, dass mit den Gatekeepers, das habe ich in der Rap-Szene, merkst du das halt auch mega, weil es gibt hure viele Leute, die sagen so, ja, nur das, was früher noch aus der West Coast, East Coast, Ja, aus ja. den 90er Jahren, das ist das Einzige, was real ist, der ganze deutsche Rapper, weißt du, die ganze deutsche Pseudo-Gangster-Rapper Die und so, auch, das ist ja. alles Bullshit. Und dann stehst du manchmal an und so denkst so, hast du mal die amerikanischen Rap-Texte, hast du die mal genauer angelassen, die erzählen nichts anderes wie die, was die Deutschen meistens erzählen. Mhm. Ja. Das ist also schon nicht ganz, aber Es gibt das beides. Grundprinzip ist eigentlich das Gleiche. Ja, schon. Aber ich habe immer das Gefühl, so bei Hip-Hop ist immer der persönliche Struggle, so, wo du erzählst. Also, nicht, es gibt natürlich sicher auch immer Ausnahmen, aber bei Metal ist eben nicht der persönliche. Es ist komplett das Gegenteil, es ist ein kollektiver Struggle. Es kommt erst darauf an, welche Musikrichtung. Weil wenn du den Metalcore los ist, ist es wieder genau das. Ja, oder Punk voll, oder voll. Hardcore. Das ist So auch ein da bisschen. mit den ganzen Subgenres. Das ist Ja. so ein breites Es ist Spektrum. so dumm. Das kann niemand mehr. Das Aber ich kann finde es niemand geil. mehr. Ich finde es geil, Mann. Aber ich dass es find so zum viel Beispiel- Weiss- Nein, ich finde es auch geil, dass es so viele Genres gibt, Ja. aber ich finde es dumm, dass du dich musst in ein Genre reinquetschen lassen. Weil, Meistens sind die Band, die aber ausbrechen, sind die eben nicht das machen. eben, das ist Genau. es. Aber das Ding ist, wenn du quasi jetzt, ich meine, wir haben jetzt dann irgendwann mal angefangen, ich werde es einfach Nu Metal zu nennen, weil es einfach. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es passt am besten dort rein. Und es, so, ich habe bis jetzt noch nie auf die Fresse bekommen. Ich gesagt, wir machen Nu Metal. Das ist schön. Wir haben mal gesagt, wir machen Alternative Metal. Und dann ist einer gekommen, dass ich viel das ist einfach kein Alternative Metal. Und ich so, Hast weißt du was? du- Fick dich doch. hast du- Ich schwöre. Hast du mal einen Nu Metal Gatekeeper gekannt? Ich glaube, gibt's nicht. Bro, ja, Mann. Ich kenne jetzt auch keinen. aber- Gibt's sicher irgendwo, ich habe sicher auch schon mal einen gehört, der gesagt hat, dass nur Limp Bizkit Nu Metal ist. Ey, No Korn ist New Metal. Korn ist der Invaders of New Metal. Oh yes. Und das sagen, was er will. Nein, aber ich finde, was du sagst, Das schon stimmt. wichtig, aber Inventors. was man auch Invaders. muss... Inventors. Fuck, Alter. Das stimmt, Sie haben Nu Metal invadiert, Alter. Limp Bizkit sind die Invaders of Nu Metal. Ich schwöre. habe gedacht, vielleicht Screw hätten sie my vorher voice, Grindcore Alter. gemacht und ich fand, fuck, machen wir jetzt Nu Metal. Aber ich merke einen Trend, sorry, du bist. Ja, sag so. Nein, Ich, Mann. ich merke einen Trend, aber dass Bands sich nicht mehr auf Genres sehen. Die sagen, wir sind Heavy Music. Ja. Oder wir sind Ivan von Civil Execution, ja, mit Anger from Thurgau. Weißt du, ich meine, irgendwie so. Angry White Boy Music oder so. Weißt du, ich meine, irgendwie so. Ja, es gibt auch so, aber Voll. ich merke da, ich glaube, da merken auch Bands selber heutzutage. Auch Ich mir. glaube, die eine Kamera ist ausgestiegen. Oh no! Oh no. Weil eigentlich passt es perfekt, weil ich Herkules-Zeichen. Alright. Ich sage, Machen wir eine Pause sonst? Wenn mal Kurzer was da Cut. passiert ist. Ziggy-Pause.
Ziegelpause, 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 fuck yeah, yeah, Ziegelpause, 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 fuck yeah, yeah, Ziegelpause, 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 yeah, Ziegelpause, Ziegelpause. Ich glaube, das Ding ist abgekehrt. Ziegelpause. Ziegelpause. Also, Jungs, das ist der beste Song, den ich je gehört habe. Ziegelpause. Dankeschön. Metal Servola, breaking news. So, we're back in this bitch. So, ich habe sogar Breaking News, Alright. die wir vorher noch nicht angesprochen haben. Was passiert? Eine kleine Werbung in eigener Sache für den Ricky. Der Brudi spielt am Imperigan Festival, Mann. Wie stimmt. fucking sick ist das? Damn, Alter. Ja, Mann, nur geil. Ja, ich kann es noch nicht glauben im Fall. So, er allein. Whiteout macht nicht mit. Ich mache Stand-Up-Comedy an Imperial Oh, damn, Festival. Mann. Ja, nein, es ist wirklich cool. Ich bin sehr geflasht mit dem Scheiß. Machst du A Cappella auf der Bühne in dem Fall? Ja, voll. Machst du das A Cappella Rap Battle mit dir selber, Alter? Ja, ich bin gespannt. Wir spielen als erstes am 2 am Nami. Also bin gespannt, wie viel es gibt. Und ich bin gespannt auf die Gesichter von den Gatekeepers, die sagen, wer ist die komische Band? Aber Brütsch, es ist Imperigan, es wird keine Gatekeepers dort haben. Ja. Wenn du überlegst, an den Metalcore Kids sind schon etwa 40. Ah, gut, das stimmt, ja. Das stimmt. Damn, Alter. Das Schnell für Zeit junge läuft. Aber ich kann dir sagen, es wird sicher 2 Betrunkene bei dir im Pit haben schon. Aber wenn du überlegst, es gibt jetzt wahrscheinlich schon Classic Trap. Class. Oh, Alter. So Panda, so, das ist sicher Classic Trap, jetzt so Retro. Damn, du musst einfach mal überlegen. Ich schwöre, es gibt halt einfach irgendwie. Das ist crazy. Ja, Aber haben wir gerade dort weitermachen, wo wir vorher aufgehört haben? Voll. Und zwar bei dir. Wie bist du eigentlich zu der Musik gekommen? Alright, Also Musik yes. machen und alles. Bei Ja. dir, Wir wissen, weißt du, wir okay. wissen gar noch nicht, wie du zu Voll. Wir wissen- Sonner gekommen bist. Wir wissen nur, wie du angefangen hast, Musik zu machen. Rammstein wissen wir. Ja, stimmt. Ja, fix. Ja. Also ich bin schon immer um Rock rum gewesen, auf jeden Fall. Ja, mein Vater hat mein Eishockey gefahren und dann hat er einfach fucking AC/DC, Dropkick Murphys. Dropkick Murphys habe ich einfach hure geil gefunden. Einfach auch alle Irländer bin. Und, Die sind immer noch geil, Alter. ja, ich finde es super. Das ist Also etwas vom Wildesten, was ich je gesehen habe. Die hure Co-Headliner-Tour von Dropkick Murphys mit Flogging Molly zusammen. Floggy Molly sind auch Brudi, wild. einfach in der Samsung Hall haben sie einfach Guinness verkauft und dann nach so einer halben Stunde hat es einfach kein Guinness mehr gehabt. Ich finde das so cool, dass die Irish Punk Bands, die nicht aus Irland kommen, aber so richtig Respects payen. Also, weißt du, was ich meine? So, die servieren Guinness und so und die schauen, dass das doch der Irische noch beibehalten, weil sonst wird es schnell so ein amerikanisches Irisch. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Aha, New York Irish. Ja, so Mit Ding, genau. mit Mafiosi in New York. Ja, genau. Wo behauptet, sie sagen die Italiener und nachher... Nein, aber ihre sind ja Polizisten gewesen am Anfang in New York. Ja, voll. Italo sind nachher in den Docks gewesen. Ja, die Italos sind Und- einfach die Mafia gewesen. Nein, Die Irish aber Mafia, ja, genau. weil sie die Dogs ja kontrolliert haben, oder? Aber die Iren haben kontrolliert, wo die Polizei kam. Ist sehr spannend, die Geschichte von New York, weil der ist wirklich... Da. Dings kann ich empfehlen. Von Colin Quinn. Sein Special auf Netflix, Story of New York oder so etwas. Okay. Ist so eine One-Man-Show, wo er erzählt so, und dann came the Jews, und dann came the Germans, so, und wo alle sie platziert haben und was überall so. Krass. Mega lustig, kann ich nur empfehlen. Okay. Der ist ein legendärer Stand-Up-Comedian und er macht immer so thematische Specials. Schwere geil und allein schwere viel, so von wegen, wo ist wer gekommen und was. Mal, da könnte mir noch gefallen. Alter. Mhm. Oh, Also, ich glaub's, ja. Der History und so, das Ja, ist man. definitiv Aha, voll. Bildungsauftrag heute auch erfüllt, geil. ja, Mann. Ey, Aber und- erzähl weiter. und Ist wo sind wir gesehen? Dropkick Murphys, AC/DC auch ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, der Klick hat es bei mir gemacht, wo ich Rammstein Amerika im Radio gehört habe. Oh. Immer wirklich im Radio. Also so, nie hast du Radio angehört, schon dort nicht. Oder? Weißt du, was ich meine? Und dann einmal ist mein Vater, hey, das ist voll geil. Und ich so, okay. Und dann habe ich das gelesen. Und dann ist, ich glaube, um so viel wäre ich nicht ein Hip-Hop-Head geworden, weil ich bin jetzt voll in Eminem gewesen und Busta Rhymes, was auch nicht. Ja, ja. Und dann habe ich, ja. Dann von dort an ist es einfach immer extremer geworden. So Rammstein, dann ist Sabaton, dann Metallica und von dort Ja. voll ins Thrash hineingehauen. Und Ja. bis jetzt Aber- kann ich Thrash nicht loswerden. Alter. Das Das ist geil. Aber es ist ja easy, du kannst ja auch beides sein. Ich meine, Ja, der Sänger schon. von Suicide Silence hat nie Metal gelost.
Der hätte kein Metal Tom gehört. Araya von Slayer und Verlangen, gell? Der Mitchell Der Randy Blyke, oder Blyke heißt, oder? Blythe. Ja. Der ist ja eigentlich auch eher ein Punkrocker. Ja, hat er er immer ist gesagt. ein Punk, er sagt auch, er ist ein Punk-Rock-Sänger, der einfach in eine Metal-Band so Ja, kann. voll, ja. Und ich weiß nicht, was er macht. Ja, du kannst schon Er ist- beides sehen. Voll, Er ist das ist echt wahrscheinlich der einzige Punker mit Dreadlocks mittlerweile. Ja, ist- auch mal das, ja, echt, eigentlich. Das ist ja von Cancel-Dings jetzt. Voll gell? Cancel Culture. Ich verstehe Darum, das, sorry. darum kann er sie noch haben, weil er nicht in einer Punkband spielt. Wenn er in einer Punkband würde spielen, hätte er jetzt ihn schon lange gecancelt. Ja, ist, Aber ja, dass ich sie glaube eine auch. Reggae-Band canceln, weil er cancelt. Ja, nein, unglaublich, shit, Alter. jetzt, Alter, what the fuck? Das finde ich auch so lustig aus einem Interview vom Lemmy Kilmister, das ich mal vor einer längeren Zeit mal gesehen habe, wo sie ihn so gefragt haben, Lemmy, what is real heavy metal? Und er so, actually we play rock and roll, so I don't know. Our sound was more like punk, but we all got long hair, so it must be heavy metal. Ja, oftmals passiert da, glaube ich, einfach irgendwie. weißt du. Ja. Ich bin so lustig wie Judas Priest. Wie heißt der Sänger? Oi. Rob Halford. Ja, Rob Halford. Wie er hat einfach Klamotten von BDSM-Shops angefangen zu tragen für Konzerte. Und er ist erst später out gekommen. Er ist irgendwie, glaube 30 Jahre in der Closet gewesen und einfach so BDSM-Klamotten angetragen und alle so nachgemacht, ohne zu wissen. Nein, du bist schwul! Ja, nein, und das Coole ist, er hat anscheinend, also ich habe seine Autobiografie gelesen, hure gut, hure empfehlenswert. Und er hat einfach so Easter Eggs in seinen Lyrics da, wo nicht gecheckt hast, außer du weißt, dass er schwul ist. Oder? Ich habe jetzt kein Beispiel, aber in seiner Audiobox erzählt. Und der hat so einen guten Humor, der Rob Halford. Das ist aber interessant, ich habe erst vor einem Jahr erfahren, dass der schwul ist. Für mich ist Ja. das nie so Come on, Alter. Nein, echt. Nein, echt. Also, dass es wirklich offiziell war. Nein, Das hast habe du ich aber gesehen? erst letztes Da Jahr habe habe ich- ich da richtig gecheckt. Dann habe ich gewusst, bevor ich es überhaupt gewusst habe. Weißt du, ich meine, du hast ihn einfach angeschaut. Ja, schwul. Weißt du, Ich- Polizeiuniform, Ja. BDSM-Scheiß, Alter. Eben, im Nachhinein, aber wobei, es ist eben gar nicht so abwegig, weil ich habe es auch erst gewusst, was der Sänger von Heaven Shall Burn das erzählt. Nein, sorry, Ja, erzählt hat. sind ja blind. Ja, aber das Ding ist, zum Fernsehen, ich habe mich auch nie mit dieser Band auseinandergesetzt. Ich finde es einfach fucking funny, wenn du jetzt überlegst, dass all die norwegischen Black Metal Dudes, die da so, die so Nazis und Rassisten und Schwulenfeindlich sind, mit ihren Nietengürteln und allem dort stehen und so herausfinden, dass sie Nietengürtel anhängen wegen einem Schwulen. Ja, echt, Alter. Da ist einfach das ist so. Cherry on top, Alter. Nein, ich liebe den Rob Halford und seine Geschichte ist so Nein. crazy. Ist absolut, also der Serie ist einfach ein absolut, allgemein Judas Priest, ein absoluter Klassiker. Mega, mega. Hey, Judas Priest noch nie, also So. Painkiller, Breaking the Law, ich kenne ihn nicht. Ja, nein, Es tut mir leid. Die Klassiker, ich Und weißt du kenn auch- was? ich kenn auch Painkiller nicht und mehr, Breaking the weißt Law gehen wir beide auf den Sack. Ja, same. Aber weißt du, Okay, sorry, Metal Ich habe viel Gatekeepers. gelesen, deswegen. Aber Ja. es gibt auch in jede Szene gibt es wahrscheinlich, aber in der Metal-Szene für mich gibt es so Characters, die einfach cool findest, auch wenn die Band vielleicht nicht so aktiv los ist. Zum Beispiel, ich liebe einerseits Rob Halford, oder? Aber auch ich bin heute, meine Namenkenntnisse sind hure schlimm, Scott Ian von Anthrax, Ja, oder? das ist Weil der sympathisch. hat auch sehr coole Audiobooks, wo er seine ganze Geschichte mit Musikern und so in Partys und so erzählt. Das ist crazy. So wie Pantera in eine Party gemacht hat. Hat er auch einen Podcast, oder nicht? Nicht, dass ich wüsste, Ja. aber ich weiß, der Sänger von Exodus, glaube ich, hat einen. Ja, der ehemalige. Steve Zizo. Nein, Ah, das das hat schon, oder? Steve Sizo, Sizo. was auch immer. Nicht Seth. Nein, okay, right. Aber der hat Der hat einen Podcast mal. Voll. Von Jamie Justa von Hatebreed ist auch so ein Charakter und er hat einen Podcast. Und ich schwimme halt in Handbanger Balls von MTV. Handbanger Balls. Headbangers Balls. Headbang Balls. Einfach so eine Thrash Metal Compilation vom Infamous Hodenshot von hinten. Und einfach Yes, Alter. so zum Double Bass gehörst, so die Hoden. Ja, ist Oh egal. mein Gott. Aber wenn du überlegst, die haben einfach Pantera-Videoclips der 90er im Fernsehen zeigen, im Fall. Das ist schon crazy. Ja, Oder? Ja. andere Zeit. Wie nachher die ganze Metal-Zeugs im Fernsehen so ist nachher mehr und mehr einfach im Online gepusht worden, oder? Ja, ich meine aber auch Pantera und Metallica haben vor einer Million Leuten zu Russland gespielt. Das kannst du dir heute auch nicht mehr vorstellen. Ja, okay, aus anderen Gründen kannst du dir heute nicht mehr vorstellen. Ja, aber fair, aber. ja. Der Footage von Pantera in Russland ist aber crazy. Fucking was du siehst. insane. Ja. Stell dir mal vor, du bist Metallica und du stehst so im Backstage und dann kommt einfach Pantera auf die Bühne und du denkst dir einfach so, oh no, Ja, jetzt mit mir noch drauf. Ja, ist, Aber es ist so wie, ich weiß nicht mehr, welche Band es ist, wo in Japan gespielt hat. Und damals in Japan sind alle gesessen und haben nicht können aufstehen. Und nachher hat die Band angefangen zu spielen und alle Japaner haben einfach auf die Bühne gestürzt, oder? Und nachher einfach zurück im Platz und gesessen für den Rest des Konzerts.
Ich weiß nicht, ob es Dream Theater war oder die andere Band. Ich habe es irgendwo mal gelesen. Okay. Aber es ist so wie... Nein, Dream Theater nicht. Aber es war so in den 80er gewesen oder so. Okay, was ja. wirklich noch recht neu war. Das finde ich schon sehr interessant, die verschiedenen kulturellen Definitiv. Eigenheiten von verschiedenen Orten. Voll, das finde ich sehr, sehr interessant. Ich finde einfach krass, wie es in Chile das machen. Ich sehe immer, die krassesten Live-Videos-Mädel ist immer einfach Chile. Da kannst du einfach drauf gehen. Die Latinos, ja, man muss schon überlegen, weil dort, wo ich dort gewohnt habe, dort sind keine grossen Bands gekommen. Also es ist wirklich sehr komisch. Und sogar, sobald ich ausgereist bin, dann ist Metallica gekommen und fucking Anthrax und alles. Und ich sage, fick da. Ey Jungs, ich muss unbedingt eine Kuba-Tour machen. Eine Kuba-Tour. Oh ja. Ich bin mit Safer Last Breath als Roadie auf Kuba-Tour. Echt jetzt? Alter, das ist insane. Dort unten lieben sie, weil dort unten ist das gleiche Problem, nur noch ein bisschen mehr, weil dort hast du nichts. Ja, in dort spielt- Osteuropa im Fall auch schon. Musst gar nicht so weit weg. Ja, aber dort hast du wirklich nichts, weil Kuba ist ja eine Insel und noch zu. Also dort spielt wirklich, dort hast du die 2-3 Local Bands, die du hast. Und Safer Last Breath ist mit so einem Dude, der ist aus Frankreich mit 21 auf Kuba ausgewandert und er ist so ein Punk gewesen, so voll, also immer noch Hast so du Kontakt voll. von dem Typ? Ich muss schauen, ob er noch hat. Ja, Ich kann sonst Safer Last Breath schreiben. Mega. Ich merke, der Luke ist so der Networking-Typ. Und auf jeden Er Fall... ist ein Networking-Typ, ja. Eben, und auf jeden Fall dort unten, das was du gesagt hast, ey, Alter, das ist crazy gewesen. Die sind alle, es sind 500 Leute an so ein Konzert gekommen. Irgendwo in einer Stadt, wenn das in Zürich würdest machen, wären 2 Leute dort, keiner würde es interessieren. Und irgendwann ich bin so am Filmen gewesen, und dann zupft mich so ein Security-Typ weg und ich so, oh shit, bin jetzt irgendwo gewesen, wo ich nicht hätte sollen, aber eigentlich darf ich doch überall an, weil bin mit der Band da und so. Und dann schaue ich ihn so an und er macht einfach so, hebt so 2 Däume auf und ich so, ja, okay, ich habe kein Spanisch, gar nichts, ich habe einfach so, die kein Englisch oder Schweizerdeutsch und ich einfach so, einfach, ja, Daumen aufgekehrt zurück. Wir sind schon verwöhnt hier in der Schweiz. Ja, da habe ich eben das Video geschaut. Ja. Und ich so, oh, der Dude hat mich gerade gerettet. Weil du siehst im Video, wie es einfach vor mir einfach anfangen, einer holt aus, Falcon Punch seinen Kollegen einfach vorne gerade in die Fresse ab. Oh, Aber shit. wirklich einfach so bam. Und dann ist ein riesen Riot losgegangen und sie haben sich einfach voll verklopft. Und ich habe das natürlich nicht gecheckt, weil ich habe in die Kamera reingeschaut und es ist gerade so da Und du passiert. fragst dich die ganze Abend, was mit dem Typ eigentlich los war, bis es dann am Schluss Ja, endlich genau, erfahrst, genau, Scheiße. genau. So geil, Holy Alter. shit, Alter. So gut. Interessant. Ja, das ist Kuba-Tour, das wäre Das ist wild. insane gewesen. Ja, ey, ich muss mal schauen, wie dem Ja, seine wenn du Dinge Kontakt noch hast, dann leitest du mir den weiter. Wäre Ja, mega cool. Und du Das darfst ist- dich als Schweizer. Ja, ja. Ja. Es ist verhure easy. Also es ist recht, sie haben es im Podcast von Brian und Josh erzählt. Es ist recht easy gewesen. Er hat eigentlich quasi alles organisiert. Das Einzige, was sie haben müssen machen, ist, also was wir haben müssen machen, ist Hinflug und Rückflug buchen. Ja, Und und das das ist Zeug von mitnehmen. Wer blasset was Podcast und Spotify können hören. es gibt, es hat so ein Booker jetzt in Russland, wo du hast können Biker-Booking. Ja, die Biker- Biker-Gang, Alter, ja. Voll. Und dort hast du auch wirklich können. Und Ja, aber das ist ein bisschen, die haben noch Geld verlangt, der andere hat kein Geld verlangt. Ja, voll. Ist With One Word ist aber, gegangen. aber das Konzept hat funktioniert. Ja, Ja, ja. With One Word ist gegangen, gell? Ja, ja. Es hat funktioniert, weil dort eben auch das Problem ist, dass keine ausländischen Bands kommen. Mhm. Und deswegen, oha, Schweizer Band übergehen. Ja. Alle. Mhm. Weißt du, was ich meine? So. Das ist wie bei der, Egal, ob sie so klein sind in der Schweiz. bei der ersten Tour, die wir in der Ukraine damals mal geplant hatten, da hat uns ja der Booker vom Destroyer Fest hat uns ja angefragt. Ja. Fragt, ja, würden wir für einen Gig in die Ukraine runterkommen? Wir so, ja, wir kommen für 2. Also er hat gesagt, wir kommen für 2. Und er so, ja, wir haben euch 3 organisiert. Dann noch ein Vierter. Ja. Transport, Schlafgelegenheit, alles organisiert. Das Einzige, was wirklich auf uns geht, ist halt der Hin- und Rückflug. Voll, Und ganz ja. ehrlich, wenn der Flug nicht storniert worden wäre, wären wir runtergeflogen. Ja, ist so. Das ist leider, Weil, wenn sie das auf ist- Februar 2022 geplant haben. Ah, ja. Und das die ist, das nicht. Sie sind behindert, sie können da, aber es ist schräg, oder? Ja, Und, erzähl mal, weil, es ist- weil du hast trotzdem geschafft, Ja. halt ein Teil von der Band, aber das ist spannend, weil ich wollte mal die Insider-Story dort hören. Ja, also es ist, wir haben es Plan gehabt, Mhm. wir haben es auf Dock. Und dann ist es so gewesen, dass der Drummer hat relativ, diesen Session-Drummer hat relativ schnell einen Bailout gemacht gehabt. Mhm. Der hat gesagt, nee, es ist irgendwie dort, okay, da musst du verstehen, wir haben es geplant gehabt, irgendwie im Juni oder so. Mhm. Und dann hat es wirklich bis Juni und Oktober hat's keinen Raketenangriff auf Kiew gehabt, nichts. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja fix, okay, gehen wir. Und dann der Drummer hat aber gesagt, nee, lieber nicht und so. Mhm. Gut, dann haben wir schon einen Session-Drummer dort unten organisieren. Und dann ist immer näher gekommen und dann ja die gleiche Woche ist ja dann ein Raketenangriff, Mhm. die gleiche Woche, wo wir runtergegangen wären. Mhm. Und dann hat der Jan hat dann nicht mehr gehen. Mhm. Willst du erzählen, warum du nicht hast können gehen? Er wäre dabei gewesen. Er wäre voll dabei gewesen. Also wir haben ja zuerst wollen ein Auto mieten. Schlussendlich, wo dann noch die Raketenangriff waren, haben wir gesagt, nein, wir kommen den Karren nicht mehr über. Ja, hast du nicht versichert in der Krieg, sondern wir ja haben nur einfach gesagt, ja Kollege, wir stellen den einfach unter das Dach, dann passiert da schon nichts, oder? Das ist Ja, der Dings, fairer Punkt, ja. Tourbus for You, der Dings, wir haben Tourbus for You gemietet gehabt. Und dann Leute einen Tag vorher, ja nein, ich kann nicht. Das ist nicht, ich meine, ist nicht versichert in der Kriegszone. Also, ja,
Ist ja vorher schon Krieg gewesen, vor dem Raketenangriff. Nein. Ja, und nachher, also das Hauptproblem, warum ich schlussendlich nicht mehr mit bin, bei mir ist einfach in der Organisation und der Planung. Der Donau hat mir eigentlich eine strikte Vorlage gegeben, hat gesagt, schau, dann und dann ist der Plan, dass wir dann runtergehen. Ich habe gesagt, ja, kein Problem. Voll. Wo dann der Tag Richtiger gekommen ist, Basis-Move, Alter. wo der Tag dann gekommen ist, sagt er so, ja und, wie sieht's aus? Ja, Bruder, ich bin noch am Arbeiten. Sagt er so, warte, du bist am Arbeiten. Ich habe da 3 Monate vorher den ganzen Plan alles parat gemacht und ich habe sorry nochmal Schon gut, Alter, ist alles gut. Nein, fucked up, gell? Aber nachher ist dann das Härteste gewesen, dann haben wir eine Telefonkonferenz gestartet und der Donau hat gesagt, schau Jungs, egal, ob mit euch oder ohne euch, ich gehe runter. Und ich habe Donau auch so gesagt, Donau, du hast mein Segen, Alter, komm einfach wieder heil heim, bitte. Nicht schwer. Und er ist runtergegangen, er hat einen Proberaum organisiert, er hat 3 andere Musiker organisiert und hat also der Organizer vom Festival hat das uns organisiert. Weil Fucking hell. Wir sind ja Headliner gewesen, gell? Ja. Und er hat gedacht, nein, der killt die ganze Show. Wenn wir nicht kommen können, dann hätten wir nicht mehr viel müssen machen. Den Drummer haben wir ja schon gehabt. Das heisst, ein anderer Gitarrist hat er besorgt und einen Bassist. Halt. Und die hat innerhalb der Woche die ganze Setlist gelernt. Wirklich nicht mehr noch. Das sind ganz andere Liga in diesen ärmeren Ländern. Gell? Ja, doch Live-Videos mal gesehen davon. Das ist Abriss gewesen, der Scheiß. Fucking Ich Abriss. bereue es bis heute, dass ich einfach nicht den Battle hingeschmissen habe und mitgegangen bin. Ja, ich es ist einfach scheiße gelaufen, wir gehen wieder im August. Ja, also, ja, voll. Gib mir bitte die genauen Termine und ich schicke dir dann meine Ferienplanung und du segnest es dann ab. Ja, ich komme zu dir ins Geschäft, also ich reiss dich nicht raus. Ich würde einfach wirklich mal dem Chef einfach mal vorbeilaufen und das Gefühl, also der ist dann nicht rum. Einfach, Ja, das das ist aber eine wilde hure Sache gesehen im Fall. Ja. Und ist doch Erzähl mal den Ablauf, wie es gegangen ist. Flugzeug auf Polen. Mhm. Und dann also auf Lublin, das ist eine größere Stadt an der ukrainischen Grenze, etwa 50 Kilometer davon. Ja. Dann von dort mit dem Bus 11 Stunden auf Kiew fahren. Ja, da ist easy her gewesen, aber es war eigentlich voll okay, es war Nacht, gewesen, du hast ein bisschen geschlafen, aber die Sitze sind unbequem gewesen. Boah, die richtig Arschschmerzen kamen und ich einen Tag lang Der größte Schmerzen. Vorteil, den du wahrscheinlich noch hast, die ganze Weiber gewesen, wo du im Garten gehabt hast. Einzig Typ in einem vollen Car, gell? Und dann sind wir an der Grenze dort und natürlich, wir nehmen jetzt raus, der Typ, oder? Oh. Bruno, zuerst habe ich es nicht gecheckt, weil ich heiße zum zweiten Mal Bruno. So wäre es mir eröffnet, oder? Und ich kann Deutsch, kein Englisch, nichts können. Und dann, als ich raus bin, hat sie mich zuerst etwa eine Stunde ausgefragt und so, was sie dann kommen und so. Ich so, Jungs, und ich habe mit denen mit Google Translate wieder verständigt. Und irgendwann haben sie gedacht, nee, komm, wir gehen. Dann bin ich rein und dann ist wieder längere Busfahrt gewesen, dann bin ich irgendwann am Morgen angekommen in Kiew und dann ist es erstmal einfach weird gewesen, Alter, weil es ist so, du bist auf so in einer Kriegszone. Ja, eben. Und dann habe ich relativ schnell Bist erfahren. praktisch ein Vice-Reporter gewesen. Ja, basically. Ja. Aber es ist voll normale Stimmung. Gell? McDonalds ist dort wieder offen gewesen und so wie es dort. Also es ist nicht, es ist ein mulmiges Gefühl gewesen, aber du bist umzingelt von 2 Millionen Menschen, die sich einfach schon daran gewöhnt haben. Das ist crazy, wie Menschen sich können auf solche Situationen daran gewöhnen und voll. einfach, du siehst zum Teil ich habe auch, weißt, mehrere Folgen mit den Weiss-Videos und von Deutsche Welle habe ich auch einige gesehen, weißt du, immer dran schauen und es ist crazy, weißt du, wie die Raketen so übergehen und Leute einfach können in die Shelters go essen und Wasser holen und dann gehen sie zurück und so. Es ist echt, wenn der Alarm losgeht, das ist schon mulmig, weil das bedeutet effektiv, gell, es fliegt eine Rakete auf dich zu. Weißt du, was ich meine? Klar, das Geile ist, wenn du in Kiew bist, die meisten Raketen werden abgeschossen. Irgendwie 90% schaffen sie zum Abschiessen. Also das heisst, wenn die Stadt ist etwa so groß wie der Kanton Thurgau, habe ich gefühlt, also riesig. Nein, echt im Fall. Also die Chance, dass die Rakete genau dich trifft und nicht die 2 Millionen anderen immer durch hast, müssen ein bisschen abwägen. So, ja. Du hast schon Angst gehabt, aber nicht, du gewöhnst dich auch dran. Das ist wie in der Pandemie. Das Gefühl, wo wir am Anfang alle mit Masken angelaufen sind, oder Lockdown war, das gleiche Gefühl habe ich in Kriegszonen gehabt. Ja. Voll. Ja, ist ein schönes Land, ganz super Leute. Und für die ist das wie so ein Breath of Fresh Air, wenn mal ein Ausländer kommt. Ich hätte ja auch nicht das Gefühl, ich glaube, als ich von einigen gehört habe, so, ja, es muss bald enden, wenn jemand vom Ausland sich getraut, um zu uns zu kommen. Weißt du, was ich meine? Und dann ist das Konzert verdammt wild gewesen. Also du bist in dem Fall, du bist mit dem Bus angekommen. Genau. I want details, bitch. I want details. Okay. Right. Ich bin rausgekommen, es war 6 Uhr morgens, kannst du dir schon vorstellen. Und es ist und
ist verdammt schönes Wetter gewesen dann noch. Das ist richtig, das ist anscheinend voll normal bei denen dort hinein, weil es so flaches Land ist, aber die Sonnenaufgänge sind majestätisch. Also, weißt du, so, der ganze Himmel ist dann wie so rot und so. Und dann geht's rauf. Echt mega schön. Die Stadt mega sauber, muss ich sagen. Das war auch schon mein erster Eindruck. Ich habe schon ein bisschen erwartet, okay, Osteuropa weisst nie. Ja, Ja, niemand raus in dieser Zeit. Denen noch. Sorry. Ja, ist es so. Aber da sind alle schon am Arbeiten und so ganz viele Soldaten. Und hey, die Stadt überall Barrikaden noch, gell? So Maschinengewehrpositionen und so. Und in der Stadt wird nicht mehr viel kaputte Sachen in Kiew selber. In dem Ort, wo ich geblieben bin, das war im Norden, das sind dort, wo die Russen reinkommen. Dort hast du schon ein bisschen mehr Sachen gemerkt. Einfach so mal so, okay, bei dem Haus fehlt einfach eine Hälfte. Das ist schon immer so. Und eben die ganzen Panzerstopper überall. Da war einfach auch eindrücklich gewesen. Und die Preise, Bro. Für einen Döner zahlst du so €1 umgerechnet. Also an der Straße. Und so ein Bier, weißt du, redest von Rappen und so. Ich habe für meinen ganzen Trip 5 Tage bin ich dort geblieben. Und ich habe mir selber gezahlt. Und dem Typ, bei dem ich geblieben bin, habe ich alles gezahlt. Okay. Weil er hat mich bis ihm die Heim geblieben. Und das war einfach irgendein Ukrainer. Und ich habe vielleicht irgendwie 100 Stutz gegeben für die ganze Woche. Also, weißt du, nicht mehr. Also jeden Tag auswärts gegessen, jede Mahlzeit. Und also ich gehe definitiv in die Ferien dort. Das ist fast wie ein Tourismus-Pitch im Fall. Ja, aber es ist schön, Mann. Du wirst gar nicht denken, einfach, ja. Ja, man sieht auch nur das, was in den News ist, oder? Und da willst du eben sehen, weißt du, da wird immer eine Seite gepusht, ist so, ja. oder? Ich meine, du merkst schon, es ist Erfolg im Krieg, gell? Aber es ist nicht Du erfährst es halt wirklich, was dort dann abgeht von den Leuten halt, die wirklich auch dort sind. Und voll. Eben, die Connection halt mit der Ukraine ist sowieso recht intensiv momentan, würde ich sagen. Ja, mega. Ich würde sagen, ein Drittel von unseren Follower oder so. Nicht ein Drittel. Aber unter den Top 5 siehst du ja Insta, ich glaube, 4 oder 5 ist Ukraine. Und das ist schon für. Ja, und die haben sogar an mich angefangen zu schreiben und das sind wirklich es sind einmal interessante Gespräche und ist eben. Das ist halt die direkte Information von der Front, die du eigentlich hast. Weil eben in den Medien lässt du halt nur das und siehst halt nur das, was irgendwie wird berichtet werden oder so. Und wenn du halt mit den Leuten Kontakt hast, die wirklich von dort sind, kommst du nochmal ein anderes Bild von dieser ganzen Situation über. Mega. Ja. Und es ist, also Ukraine ist schon zum Teil ein bisschen auch ein Metal-Land. Also es exportiert recht viel Metal. Es konsumiert wahrscheinlich auch viel Metal. Es sind auch in Kiew so voll die Szene, starke Szene, aber es ist zu 90% Grindcore. Da ist die haben eine Band, die heisst Tizka. Das ist eine All-Female Grindcore-Band. Geil. Alles hot ist halt, nicht normal. Die haben auch dort gespielt. Und Tizka heisst einfach Tite auf Tizka auf Ukrainisch. Und die haben vor uns gespielt. Und damn, Alter! Ich hab gedacht, und wirklich alle machen so Shitfest und so. Also in ein paar Monaten gibt es ein Shitfest, weil so alle Shitcore-Bands, die nennen sich Shitcore. Das klingt nach etwas, wo der Brian will schauen. Ja, und die Videos sind alle auf YouTube. Es hat einfach einen, der jedem Konzert auftaucht und alle Konzerte filmt. Also ich folge dem Kanal und dann sehe ich so jeden Tag irgendwie das Konzert, oder das ist einfach irgendeine beschissene Grindcore-Band, Alter. Und du denkst einfach, das ist einfach geil, die leben das, Mann. Ja. Und in dem Fall, erzähl mal, wie es, du bist am Konzertvenue angekommen, sagen wir so. Weil du hast ein Treffen und Proben mit den Jungs. Ja, voll. Erzähl mal das, was du wissen, wie es ist. Also, vom Proben, ja. Ja. Also ich habe die Typen dann zuerst mal getroffen. Zuerst mal einfach so ein bisschen. Der Bassist hat mich ursprünglich abgeholt am Bahnhof und dann das Taxi genommen und dann bin ich bei dem Typ daheim geblieben. Dann habe ich zuerst noch ein bisschen gesehen und dann ist es einfach nur darum gegangen, wir müssen jetzt die Probe machen. Ja. Dann haben wir einen Proberaum gemietet und dann habe ich die Typen zuerst mal getroffen, so okay, ja, welche Songs können ja, alle. Okay. Ich so, was? Ja, echt, und zuerst denke ich, okay, wir schaffen vielleicht 3/4 Setlist, wenn es gut kommt. Und wir haben trotzdem schlussendlich 40 Minuten spielen. Für einen Headliner recht kurz, aber doch, ist gegangen. Und im Venue, das ist eigentlich alles gut gegangen. Es war nicht so eine ganze Sortei gewesen. Fehler hat es gegeben, oder? Aber wir haben am Schluss sogar noch geschafft, das Cover als Zugabe noch zu spielen. Domination von Pantera. Also dann sind die abgegangen. Ja. Ist, aber ist eigentlich sonst eigentlich vom Gig her einfach ein komplett normaler Gig gewesen. Also es ist nicht irgendwie anders gewesen. Es hat einfach um 4 am Nachmittag schon angefangen. Okay. Wieso? Weil am 10 Uhr darfst du nicht mehr draußen sein. Okay. Nachtruhe. Und du müssen drinnen sein. Ja. Wie viele Leute hat es gegeben an den Gigs? 300. Fucking hell, Alter. Crazy. 300 Leute ist brutal gewesen, Alter. Also, es ist, glaube ich, nach dem Mesuf, würde ich sagen, das meiste, wo wir... Stimmt, die sind am Mesuf gewesen, ja? Ja, am Winterfestival einfach, ja.
Mit Sodom 10. Das ist geil. Das ist witzig. Das ist dann natürlich einer von unseren Major Inspirations, Sodom, gell? Ja, mit dem Frank Blackfire nach dem Konzert im Chile gewesen. Geil, Alter. Ja, mit dem Tom Inch-Ripper noch einen gesoffen im Hotel und mit dem Frankie noch einen geraucht. Ich schwöre, das ist so Ja, Sachen. Das ist eine interessante Erfahrung. Vor allem aus Mesuf wirklich cool organisiert. Die haben das voll im Griff. Ja. Organisatorisch und auch wie auch die Leute, weißt du, die voll. ganzen Helfer, wie die auf die schauen und wie die wirklich für die Artisten da sind. Ja, echt. Wirklich Props. Sagen alle, dass es dafür ist. Also, weißt du, was ich meine? Das ist alles sein Baby und Ja, voll. Ja. Und ist wirklich gut, ja. voll. Geil. Eine coole Erfahrung gewesen. Gutes Konzert. Ja, Meso haben immer so viele Bands eingeplant, oder? Ist crazy. Das mal logistisch und so ausgesehen, wenn sie schon Ja, recht im Griff haben. Sie haben es, glaube ich, echt im Griff, ja. Mhm. Ja. Was ich auch cool finde, ist, sie nehmen immer irgendeine Newcomer-Band. Das ist cool. Ja, voll. Ja, aber Es ist halt eher so ein bisschen so auf kleinere Artisten ausgelegt. Aha. Habe ich so das Gefühl, oder? Ja, gar nicht. Würde ich jetzt nicht so behaupten. Also, das Meso ist schon relativ, nimmt schon mal so. Ja, Es ist nicht nie Metallica oder so, aber es ist immer, das Meso nimmt immer irgendwie so. so eher so Bands, die du eher in der Szene wirst Ja, spielen, genau, als in der populäre genau. So der So. Headliner von Meso ist immer einer, der in einem spezifischen Subgenre voll der Riese Ja, ist. ja, ich meine so mit. Wenn ich mehr so auf Line-Ups sehe, ist so Black Metal oder ich nehme den Mikrofon ein bisschen mehr auf zu dir. Ich glaube, es geht ein bisschen runter. So. Ja, So. oder ein bisschen höher. Weißt du, kannst du unten? Nein, und unten da. Ja, okay. Da. Nein, voll, ich finde, so im Black Metal-Bereich und so im Nordischen sehe ich recht oft Thrash, eben dort, wo du Sodom gespielt hast. Ja. Oder? Ja, es ist meistens die älteren Genres. Ja, schon. Core-Bands gibt es Nein. nie, gell? Nie. Voll. Dort ist so, das gibt schon es gibt immer noch den Anti-Core, sagen wir, Ja. ich könnte sagen, ich meine, ich sage jetzt so, ja, die junge Core-Jungs, weil ich meine, die Leute, die Core spielen, sind schon 40, Bruder. Es ist schon so, es ist nicht mehr neu. Es Was ist heißt 40? Ich meine, so SLA Dying ist 1999 rausgekommen, oder Nico? Ja, fix. Ja, aber Okay, pull das doch Jamie an. ja, aber die spielen, oder? Ich meine, die mittlerweile auch 40 bis 50. Ja, ich meine, wie lange gibt es unsere Bands schon? Gut, wir machen zwar kein Metalcore, aber gleich. aber Ja. affin. Ja, Parkway Drive sind auch schon recht alt, oder? Aber, Aber Ja. erst jetzt, wo ich in einer Band bin, verstehe ich, wie die Sachen einfach Zeit brauchen. Alter. Aha. Ist wirklich brutal. Ich meine, PFS ist jetzt auch aus dem Nichts, scheint es explodiert, aber Ja. du hast mir auf auch gesagt, Ja. 17 oder so. 17 sind Ja, aber wir. das ist 6 Jahre. Ja, ich weiss noch, weil ich, in der Zeit ist der Janik bei Sacrifice with a Side und bin ich am Aufnehmen gewesen. Und dann weiss ich noch, wo die Serie gefragt haben, ja, was benutzt ihr für Mikrofon und so zum Aufnehmen und so. Und dann habe ich gesagt, der. Ja. So wie Nimmt er auch jede- den? So wie alle, ja, vermutlich schon. Das ist das Beste für Screams und allgemein. Schon. Ist Hammer. Ich nutze einen SM58, halt immer noch so. Immer noch gut. Ja, Es kannst du auch brauchen. Wir Ja, Ist nicht viel anders als für das. Screams Beste. Ja, voll. Nein, ich meine, eben mit dem SM58 ist ja der Schweizer Sackmesser, oder? Ich meine, Ja, ist so. voll. Ja. Ja, fix. Ich habe mir dann eben mal gesagt, weißt, wir haben mit unserem, der Timo hat beim Geschäft, das er schafft, er ist Veranstaltungstechniker, hat er so ein Neumann-T, das The Holy Grail of Microphones ausgelehnt, oder? Und dann haben wir mit dem Vocals aufgenommen und nachher haben einfach, ja, es ist einfach, irgendwie habe ich das Gefühl, also, hey, kann ich meine Screams nicht einfach mit dem SM58 aufnehmen, weil es sind Ja. Screams. Ist Du schwer. drückst sie nachher hure zusammen und es geht mir einfach besser, wenn ich das Ding in der Hand habe. Ist so. Und er so, ja, aber es ist dann nicht mit dem. Ich so, ja, aber schau jetzt, du machst sie ja nachher kaputt. Ist so. Du nimmst nicht Celine Dion auf momentan. Du kannst das easy mit einem SM58 machen. Und das Ist muss man so. schon sagen, SM58 Handheld ist der Shit. Der ist auch der Shit Handheld. Die eben nicht so ganz, deshalb habe ich die auf Ständer. Ja, das SM58 kannst du besser haben als das Shure. Ja, Das absolut. Ding. Aber ich nehme auch, wenn ich zum Beispiel Demigo aufnehme, ich nehme in der Hand und ich bin einfach am Stehen so. Ja, ich bin schon Ja, so, ich bin das- schon noch so ein Muss Punky, ich auch. ich muss das Mikrofon schon so Darf ich mal haben. einen Scream von dir hören? Ja? Kannst du mal... Wie geht Lorna Shore? Ja, warte schnell, Lorna Shore geht so. Nein, nein. Du musst einfach auch. Musst so einfach etwas. Und ich hatte eine neue Idee gehabt für Metal Vocals und das ist Chewbacca Bass, Alter. so. so. Das ist nicht mal. Das ist Also, nächste. die Minute wird jetzt sicher einfach richtig vom Internet auseinandergenommen. Also völlig verarscht. Los, Alter. So alle Leute, die das Gefühl haben, so Metal-Podcast kann man nicht hören, weil du hörst nur das. Ich schwöre, Alter. Dann Kommentar wegnehmen.
Look jetzt, wie der Eminem bei TV Total, look it's raining dicks. Nein, aber ich bin ein kompletter Studio-Sänger. Ich habe nie in einer Liveband gesungen. Okay. Ja, ich kann einfach so, die heißen bis es einigermaßen gut tun hat, zuerst habe ich mega viele Effekte drauf getan. So. Mit der Zeit wird es schon besser. Ich bin absolut kein Studiotyp. Ich hasse das Studio. Ja, Ich mach das so nicht gern. Mhm. Ich bin Live-Konzert oder auch Musikvideos, das mache ich mega gern. Aber Studio, das ist etwas, ich hasse das. Ich mach das so nicht gern. Ich mache Studien noch gerne, wenn Leute ihre verdammten Songs gelernt haben. Alter. Wenn ich wäre halt so, Bro, bist du jetzt so ernsthaft den Song am Lernen, jetzt während am Aufnehmen. Alter. Das Einzige, was ich im Studio allgemein auch im Aufnahmeprozess wirklich gut kann beitragen, ist halt, wenn halt Anpassung, also so die Schlussanpassung ist so der feine Schliff, oder? Ja, ich schwöre. Ja. Ich brauche immer dem seine Meinung noch, sonst gibt es nichts. Ja, ich kann mal, du bist der Creative Producer in dem Sinne, weil das ist auch mein Lieblingsteil. Also wenn eine Band kommt und hat einen Song und ich finde so, ja, aber wenn der letzte Teil mit Halftime und einfach Breakdown machen, das ist ja cool. Und nachher entsteht es und sind mega happy. Das ist so, ja. Ist wie auch so etwas, weißt du, wer auch immer den Song irgendwie mixen oder producen tut, ich meine, der lässt den auf und ab 10.000 Stunden, weiss Gott was. Irgendwann hörst du das Zeug halt gar nicht mehr raus. Und du dann brauchst externe Person. Ja. Komm ich halt mal wieder eine Nachricht über und das heisst so, Leute, lass jetzt mal den Song ein paar Mal durch, dann lassen wir da durch und dann sage ich, hey, da musst du vielleicht irgendwie Solo-Leute machen, da würde ich vielleicht einen anderen Drumbeat rein tun. Das vermisse ich schon, dass der Luke weg ist, gell? Weil ich hatte Songs nicht müssen schreiben und dann habe ich einfach können genau das machen. Ja, und bei ihm hat eigentlich mehr oder weniger immer alles recht gut gestimmt, schon von Anfang an. Ja, so ein paar Songs von ihm haben wir schon komplett auseinander. Ja, stimmt, der Armageddon zum Beispiel. Ja, und The Eternal Suffering, gell? Ja. Musst mal den Guitar-Profile von dem Song hören, das klingt ganz anders, ja. Den Guitar-Profile habe ich seit Jahren. Ist der gleiche Beat, Seit habe ich da schon nicht mehr angeschaut. Ja, fix. Ja, wir schreiben so unsere Songs, Guitar Pro und dann... Guitar Pro? Ja, was ich mache, mit Reaper mache ich solche Demos. Ja. Easy Drummer, nein, nicht Easy Drummer. Mit dem Headrush? Nein, einfach mit Bias Effects. Alright. Und by the way, unsere Amps auf unseren Songs sind Bias Effects. Okay. Ja, das ist Bias Effects. Das ist ein Name, den ich schon als Video nicht mehr gehört habe. Bias Effects 2? Ja. Ich finde es verdammt gut. Ich weiß auch nicht, dass alle haben. Also ich habe jetzt auch schon ein paar negative Sachen darüber gehört, aber... Es gibt so viele Leute, es gibt so viele gute Kennst du Mike the Music Snob? So Become the Night heißt auf YouTube. Der tut so ein bisschen Music Snob, der React, der tut ein bisschen Musik. Habe ich mal gesehen. Und der hat einen recht grossen YouTube-Kanal. Und einmal habe ich einen Song von uns geschickt. Also bei so einem Livestream, oder Song Listening Friday, irgend so etwas. Song Suggestion Friday. Und dann hat er gesagt, boah, die Gitarre hat verdammt gut aufgenommen. Ja. Das war für mich der Beweis gewesen, von wegen, nein, Alter, ich muss nicht reampen und was auch nicht. Ja. Einfach. Das ist absolut. Ja, letzte Zeit habe ich auch angefangen mehr mit Plugins. Ja. Es ist einfach, du sitzt runter, steigst ein und kannst loslegen. Ich schwöre, ich habe gar keine Gedanken groß zu machen. Irgendwie musst du doch auch einfach können, wenn du ein guter Producer bist, musst du doch können, da nehmen, was du hast und mit dem arbeiten. Weißt du, was ich meine? Du nimmst etwas, was du nicht hören willst und willst etwas daraus machen, was du willst hören. Weißt du, was ich meine? Genau, voll. Und das kannst du aus allem machen. Weißt du, ja, Dings, Demigod Unleashed ist das Einzige, was er gespielt hat, ist Gitarre und Gesang. Der ist Drums ist MIDI Bass, Bass ist MIDI Bass, Bass ist MIDI. Ja. Bass ist MIDI, Drums ist MIDI, Orchester und alles ist natürlich MIDI. Die ganze Band ist MIDI, wie die Vocals. Alles MIDI, ja, das war. Weil Partner ChatGPT kann ja auch Lyrics MIDI machen. Ja, schon, musst du gar nicht sagen. Ich habe es mal probiert, das kommt nicht gut, Alter. Sie sehen alle gleich aus, Alter. Alle Lyrics, die sie generieren. Auch schon mal probiert. Ja, sie sind auch nicht gut. Es ist einfach wirklich so, als ob es ein 5-Jähriger geschrieben hätte. Ja, aber schreibe jetzt besser als Barbands. ja, da ist du. Oh, ja, okay, ich habe so ein Pet Peeve von Schweizer Bands, wo englische Lyrics schreiben und es ist voller Englischfehler. Hör auf. Englischfehler ist das eine, aber auch Sachen, die einfach gar keinen Sinn ergeben. Ich finde sowieso Englischsprache, also ich bin absolut kein guter Englischredner. Das ist ein Scheiß, Alter. Ich finde allgemein Englisch bei Schweizer, das ist wie auch Englisch bei Deutschen. Das ist, ich würde sagen, das ist cringe as fuck. Ja, und ich meine, du könntest ganz schnell das mit DeepL probieren oder so. Ja. Oder? Und schnell schauen, okay, macht Sinn. Oder schnell eingeben, so, macht das überhaupt Sinn? Mit der heutigen Technik kannst du so viel, du kannst auch ChatGPT fragen, so, hey, ist das gut, kannst du korrigieren? So, also, und immerhin. Und nachher, ich meine, es ist cool, wenn gewisse Bands versuchen, so, ein bisschen mit Redewendung und so Zeugs zu machen. Oder halt, ich habe das Wort vergessen nochmal. Ficken. Es ist nicht Metamorphose. Es ist Metapher.
Metapher, ja, Metapher. Ja, und Metaphern und so. Und dafür musst du schon die Sprache ein bisschen beherrschen, oder? Ist so, sonst, ja. sonst siehst du so ein paar Beispiele und dann denkst du so, okay, ich höre gerne Musik, aber ich würde einfach extra die Lyrics ignorieren. Und da ist entstanden, weil wir so nazihaft damit umgehen, dass Metal muss Englisch sein, weißt du, was ich meine? Ja, Ich finde, es gibt so viele geile Metal und so viel, wo andere Sprachen sind. Gerade so norwegischer Scheiß. Absolut. Quellertag. Hä? Quellertag. Quellertag. Sagen wir jetzt gerade nicht. Das ist eine norwegische Band. Okay. Mhm. Und Enziferum Wirst du sicher geil finden. Okay. Ich will ja nichts sagen, aber das geht jetzt wieder ins Hip-Hop. Ich hatte letztens einen Rapper entdeckt, Smoke Mardelliano heisst der. Das ist ein Rapper aus Serbien, der rappt auf Oldschool-Beats. Ich verstehe kein Wort, was er sagt, aber der float die Scheiße in den Beat, den glaubst du gar nicht. Ja, Das fix. klingt so geil. Also, ich habe letztes Jahr eine von meinen neuen Lieblingsbands gefunden. Ach fuck, wie heisst sie jetzt wieder? Die Finnish Punk Band. Weiß nicht. Negativiset Nuret. Oder so. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, aber nicht. Aber sie machen so finnische. Ja, so, es ist nicht Pop-Punk, aber es ist so irgendwie Punk-Rock mit finnischen Texten. Ich verstehe kein Wort, aber es ist der geilste Scheiß, den ich je gehört habe. Das ist ist so so zum gut, Schiessen. Mit dem, und das finde ich echt cool. Es spricht sogar für Bands sammeln. Ich glaube, das ist auch gut. Eben, Band, also ich finde, die Schweizer Bands könnten ohne Probleme einfach anfangen, ein paar Songs auf Schweizerdeutsch machen. Oh Ja, ja, von daher, oder? mein Fall etwas, was Ich glaube, das Problem, Ja. das dahinter hast, ist, dass mega viele Schweizer Bands dann einfach das Gefühl haben, sie kommen mit schweizerdeutschen Songtexten nicht über die Schweizer Landesgrenzen aus. Und in der Schweizer Landesgrenze bist du eigentlich einfach eingegangen, weißt du, wie ich meine? Also Fix. Leute, Du kommst ja nicht einmal ins Tessin mit schweizerdeutschen Ja, Songtexten. Also ich will einfach nur sagen, der Falco hat es auch auf Amerika geschafft mit Österreicher Dialekt. Ja, aber der Falco ist auch... Trotzdem. Ja, fair. Du, Ja, weißt, Nur- dann, nein, nur- du kennst egal. die meisten Schweizer Local Bands, oder? Die sind schon... aber also, weißt du... Ja, nein, Brudi, einfach nur zum sagen, es ist möglich. Ich habe nicht gesagt, Auch es wenn ist die nicht Chance möglich. Ich habe klein gesagt, ist. ja, es eben, ist ich schon sage nicht, es möglich. ist nicht möglich. Ich sage, Nein, viele da engen sich geht's selber nicht. einfach ein, indem dass sie denken, du musst Englisch reden, um fix, irgendwo rauszukommen. Genau. Ja, und sagst, du musst überlegen, zum Beispiel Escape, zum Beispiel, oder? Die singen auf Spanisch und die sind von den Deutschen Ja, mega das beliebt. ist auch Ska, Alter. Da Ja. musst du auch kein Wort verstehen. Jetzt ist sowieso jeder einfach Aber- wir sind happy und kiffen. Und was auch musst, was ich zum Beispiel kann sagen von einer Perspektive von einem Sorry. Latino, der zum Beispiel Deutsch nicht hätte können, oder? Ich meine, wenn du einfach eine Band gelost hast auf Sprache, die du nicht kennst, oder? Für dich ist irgendwie eine Band, die auf Norwegisch oder auf Dänisch singt, cool, oder? Es ist anders, oder? Es ist so wie, wow, mysterious, oder? Genau wie mit Schweizerdeutsch. Aber Schweizer stellen gerne irgendwie Schweizerdeutsch als unter vom Englisch, weil Englisch ist cooler, weil alle amerikanische Bands und englische Bands das machen. Aber für die anderen, wo kein Schweizerdeutsch können, oder? Genau. Es klingt geil, es ist Das ist cool. aber genau es das ist Umgekehrte, eigen. was die Bands sich denken. Eigentlich Genau. ist vielleicht sogar ein Vorteil. Ja, absolut. Ist so, oder wenn Elevati zum Beispiel. Sorry, Domi, Sachen- kannst du bitte die Episode nicht hören? Das wäre mega cool, danke. so wie zum Beispiel, wenn Elevati auf ein paar keltische Passagen hat und so Zeugs. Das ist geil. Aber oder? sorry, ich muss es gerade sagen, der eine Song, den Elevati auf Schweizerdeutsch gemacht hat, Also, das habe ich gerade fragen. Gibt's? sie haben Call of the Mountain haben sie auf Schweizerdeutsch gemacht. Ja. Das Problem ist, ich glaube, der Song wäre wirklich okay, hätte sie nicht noch in Englisch Ja, rausgebracht. schon. Ja, Weil schon. in Englisch ist einfach so, The Call of the Mountains tönt einfach viel geiler, viel ästhetischer, wie kenn keinen der einzigen Ruf von den Elevati-Song. Bergen. Aber eben, das ist nur, weil wir Schweizerdeutsch reden. Gell, vielleicht den anderen findet da vielleicht Nein, ich so- glaube, es liegt wirklich daran, dass es in Englisch draussen wäre. Wäre es nur auf Deutsch draussen, Ja. fände ich es nicht so doof. Okay, ja. Gibt's einfach nur, kennen da irgendwelche Metal, also Thrash-Bands, die schweizerdeutsche Texte haben? Hack ist keine Freshband. Shotgun, Shotgun. Thrash Stimmt, Metal ja. und Dose Ja. Bier. Thrash-Metal und Dose. Genau das! Das Buch ist brutal. Es kommt, Alter. es kommt darauf an, wie fest du Knöppel als Fresh Metal bezeichnest. Nee, Es ist halt einfach, Knöppel ist halt einfach Trash Metal. Knöppel ist Punk. Knöppel ist Trash Der Metal. Knöppel ist einfach Schüga-Musik, geil, Alter. Alter. Ja. Ja. Also muss ich echt sagen, Knöppel im Gardelier am 2021 ist das gewesen. Das ist eines der geilsten Konzerte, die ich je in meinem Leben besucht habe. Ausverkauft, gell? Nur Schüga Ja. serviert. Oder? Ich bin nicht gewesen, Oh, ja. was Die, ein die haben einen Scheiß. eigenen Stand gehabt, wo sie nur Schüger serviert haben in Büchsen, gell? Und wir haben wirklich palettenweise haben wir gekauft, haben die auf die Bühne angestellt, haben alles gesoffen und die Büchsen einfach auf die Bühne. Das hat- die sind im Fall nur noch auf Schügerbüchsen sind die gestanden auf der Bühne. Scheiße. Das hat Mainland auch gemacht, wo Knöppel im Dynamo gespielt haben. Der Umi hat mir ein Foto geschickt. Sie haben so ein SBB-Palett voll Schüga gehabt. Es ist weg gewesen. Es ist restlos Ja, weg. aber Schüga ist verdammt gut, es tut mir leid. Also, Aber was ist Schütgen? Das kann ich nicht. Schützengarten. Schützengarten. Okay. Schüga Es ist, ist wenn du in der Ostschweiz bist, bekommst du nur Schützengarten. oder Nein, Quellfrisch. und Quellfrisch. Alright. Aber ich bin Quellfrisch, Appenzeller, Schüga. Quellwasserbier. Aber ja, Quellfrisch bekommst du auch.
Aber nicht in St. Gallen. St. Gallen kriegst du Schützengarten. Das ist, Das finde ich eben so cool. Jedes Mal, wo wir bis jetzt in der das beste Medbahn Bier auf der Lenzburg Welt. gespielt haben wir immer Quellfrisch bekommen. Da fühlst du dich richtig die wenn du dort spielst. ja, wirklich, wirklich. Ich habe noch persönlichen Interest. Ihr habt ja vorhin von guten Organisatoren, wie zum Beispiel ein Mesuff erzählt. Ja. Was ist so der richtig... Wir müssen keinen Namen nennen und keine anderen Bands. Und Ich einfach weiss die nicht, Antwort schon. Oder? nicht, wo irgendetwas will. Aber was ist so der richtig rotzigste Auftritt gewesen, wo du einfach denkst, so, der Scheiß machen wir ganz sicher nicht mehr. SBH, das ist, ich darf Also- nicht diskutieren, aber scheiß Also SBH. jetzt einfach von unserer Sicht. Von unserer Sicht her zu sagen SPH. Ja. Erzähl Weil die Story. wir sind dort angekommen. Das Erste, was sie uns sagen, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen. Jetzt geht's los. Auf dem Sorry, Flyer dass steht, ich das um halb zwei musst du dort sein. Sorry, Um dass ich halb das zwei Fass musst du dort aufgemacht sein. Um halb zwei müssen sich alle Musiker dort treffen. Gell? Der Donald, der Fuchs, hat aber am Tag vorher noch am Veranstalter geschrieben und hat nochmal gefragt, wenn wir dort sind. Er sagt am Eis. Okay. Wir sind natürlich am Eis schon dort gewesen. Alle anderen Musiker sind erst um halb zwei gekommen. Das Erste, was die Dudes machen, sie stehen da, ja, eigentlich, ich weiss, bei uns auf dem Flyer steht um halb zwei, aber bei uns, das ist noch in Deutschland, bei uns in der Schweiz müssen wir am Eis da sein. Theoretisch wären da jetzt alle disqualifiziert. Dann denke ich so, Kollege, tu das doch auf dem Flyer ändern. Das ist beim ersten Mal komplett behindert in deinem Kopf, sorry. Das war beim ersten Gig, gell? Ja. Ich schwöre, ich finde es geil, wenn ich einfach nur so Stories höre. Irgendwie. Ja. Aber das Weißt- Problem ist, ich habe letztens eben eine kennengelernt, die ich noch recht nett gefunden habe. Und dann sagt sie, sie spielt so beim SPH. Sie macht unter anderem auch den SPH. Dann habe ich es von einer, aber das Ding ist, dann habe ich es von einer anderen Person. Sie ist, glaube ich, nicht an den Shows, sondern nur so irgendwie. Jetzt, Kurze Haare? Nein. Okay, nicht. Nein. Sie ist, glaube ich, nicht an den Shows. Dann habe ich es eben von ihrer Perspektive aus gehört und muss sagen so, ja, okay, ich verstehe beide Perspektiven, aber ich bin halt am anderen Ende gewesen. Ich bin halt auch eher so in dem Modus. Ja, sagen wir es mal so, Alter, wir hätten einfach so die scheiß Bedingungen durchlesen, gell? 80 Franken Teilnahme ist okay. Ja, es ist scheiße. Tickets musst du selber verkaufen. Was, und du 8 kommst- Franken was? Alright. Zum Teilnehmen überhaupt. Du musst 8 Stutz zahlen, gell? Alright, Alter, das ist bei uns noch nicht so gewesen. Alright, ich wollte vom Anfang an die ganze Story hören, weil wir haben schon in Episode eine halbe Stunde Rant über SBH schon gemacht. Ja, wo da, Und das ist... Deshalb, ich wollte eure Experience jetzt hören. Okay. Ja, dann sind wir dort nachgekommen. Dann ist es eben genau da mit der Uhrzeit. Gell? Und dann habe ich mir auch schon gedacht, also Kollege, wenn ihr schon nicht fähig sind, zum eine Zahl auf einem Flyer zu ändern, sorry, Alter, wo soll die Scheiße anführen? Entschuldigung. An einem Konzert ist es normalerweise, dass die Band verpflegt wird. Das heisst, sie kommen Getränke Ja. und sie kommen etwas zu essen über. Wir haben am Ende vom Konzert haben wir erfahren, dass irgendeine von den Organisatoren Sandwiches dabei hat. Aber ja, das war's dann auch. Weißt du, Ja. hätte uns niemand gesagt, dass wir dort etwas zu essen haben oder so. Okay, wir sind natürlich gerade im blöd Die grösste Frechheit war wegen dem Parkplatz, gewesen, Alter. Parkplatz kommt dazu. Parkplatz ist ja, Cinema oben dran hat ja so ein paar kleine Parkplätze. Du musst dir mal vorstellen, die Veranstalter, die haben kein Material oder so etwas dabei. Die brauchen aber alle einen Parkplatz dort oben. Wir, die die ganze Zeug müssen hin und her schleppen und Material müssen laden. Ja, so ein Auto pro Musiker Haben die es dürfen weggeschickt? oben parkieren. Ja, genau. Sind wir dort oben gewesen, haben uns weggeschickt. Gesagt, wir haben 2 Autos dort gehabt, gell? Und dann ist es einfach weggeschickt. Gesagt, ja, die ist die eine da gefahren, die vom Organisationskomitee. Und dann, wir haben ja alle unsere Backline müssen mitnehmen. Und Das ich war wüsste das zweite ja, Konzert gewesen, ja. ja, und dann haben wir gesehen, hinten dran jetzt ein riesen Raum voller Backline. Alter. Weisst du, was ich meine? Und kostet nur irgendwie, weißt du, wie viel Stutz? Das kostet nicht 300 Stutz. Ich weiß nicht, ich glaube. Also Es kostet irgendwie 200 oder 300 Stutz, um die Backline Okay. zu mieten. Komplett. komplett. Weil ich habe gemeint, das Drum kannst du einfach. Man kannst das Drum nicht einfach nehmen. Also Was ich habe gemeint, das gewisse Ja. Zeug. Oder ist der Techniker, je nachdem. Der Techniker haben wir müssen mieten. Das ist der einzige Wenn du den Kosten, Haustechniker hast, kannst du glaube ich das Zeug nehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß nicht, wie es ich habe noch nie eins organisiert, aber ich glaube, wenn du den Techniker hast, kannst du Backline von dort nehmen. Wenn du den Haustechniker hast. Was Ja, ebenfalls fix, dazu ja. kommt, ist Anyway. was Das ebenfalls dazu kommt, gut ist zu halt wissen. noch Ticketverkäufe. Also du zahlst schon eine Prämie, dass du dort mitmachen. Dann kommst du einen Stapel Tickets über und du musst die Tickets selber verkaufen und musst ihnen das Geld bringen. Wenn du eine gewisse Anzahl an Tickets gebraucht hast, kommst du eine kleine Provision über. Wie viel Aber hat's alle noch? Tickets, die du nicht zurückbringst, musst du denen zurückerstatten. Für ab 25 Tickets kriegst du 50 Franken. Irgendwie Also so, wenn du ja. 25 Tickets verkaufst, die alle 15 Stutz kosten, geben sie dir 50 Franken dazu. Wenn ich aber für etwas Props am SPH darf geben, dann ist es Das Jury-Feedback. was sie wirklich gut Dort machen, kann ist ich eben erstens gar keine Props geben, Alter. Das ist der nein, Punkt, der bei mir nein, so... nein, es gibt zwei Sachen. Das erste ist die Jury. Du hast eine kompetente Jury, die dich bewertet. Das zweite, sie zeigen dir, wie skrupellos und Arschlöcher über die Musikszene Ja, kann sein. alright, ja, das stimmt. Ja. Stimmt, ja. Fairer Punkt, Und, ja. okay, ob es jetzt Kompetenz in der Jury
weiß ich nicht, aber sie sind ehrlich gewesen. Und das ist wertvoll. Sie sind ehrlich gewesen, sie sind gut gewesen, sie sind objektiv gewesen. Ja, du Da kriegst so muss man viel echt Schwanzgelutschen manchmal. Und ich meine, ja, da willst du wirklich manchmal eine echt harte, ehrliche Meinung. Und dann haben wir wirklich bekommen. Das ist okay gewesen. Ja, das ist gut, ja, das ist cool. Das da ist haben wir cool. gebraucht. Vor allem, Hey, es Jungs. hat sich besser jetzt nach dem ersten. Aber ganz kurz 2 Minuten, ich muss direkt aufsetzen. Alright. Oh, damn. Warte. Kommen wir gleich wieder. Oh. Warte. Kannst du die Anti-Cam wegnehmen? Wir brauchen einen Pissbucket da, Alter. Ja, Mann. Ja, wirklich. Ich habe gerade OnlyFans Alter, einfach ein Ding. Ich kann es da vorne stellen, ja. Genau. So ein Schlucherding. Wie heisst es? Pass auf mit dem Kabel. Ja. Nein, das ist echt ein Vollschuhe. Schmutz gewesen, Mann. Wir sind ja eine Runde weitergekommen, gell? Alright. Und das Schlimme ist, die Band, die bei der zweiten Runde weitergekommen ist, gell? Die haben 2, 3 Leute im Publikum gehabt, aber die haben trotzdem weitergekommen, weil sie ganz viel Publikumsstimmen hatten. Wie? Alle ihre Kollegen von die Hause Ticket gekauft und so abgestimmt. Nicht mehr gekommen. Ja. Das ist nicht mal. Was ich mega blöd von dem Contest finde, ist, es ist respektlos gegenüber den Künstlern. Ja, ist so. Besonders wenn du ein frischer, neuer Künstler bist, du hast keine Ahnung, wie das funktioniert. Oder? Ja, Du fix. willst eine Hand haben, die dich zeigt, wie das funktioniert. Oder? Und dann kommst du rein und du bist einfach ausgenutzt. Und ich meine, wenn du das anfängst, du bist gerade der Anfang von deinem Weg. Oder? Ja, fix. Das fickt dich nachher. Das ist ein Kack, Alter. Ist so. Ja, Ist so. Und das hasse ich. Im Das ist echt scheiße. Kennst du Band Exhaust? Band Ja, Exhaust? Bandit einfach. Das ist aber super. Das ist super, das Eben. ist 1A. Mhm. Auch wenn du kriegst auch dort das ehrliche Feedback immer, wirst aber verpflegt. Mhm. Weil dort ist halt alles gesponsert, gell? Von Ja. dem Mikro. Migro. Aber SBH haben auch viele Sponsoren anscheinend, oder? Ja, Ja, die haben schon viele Sponsoren, weil du kommst ganze irgendwie so, wenn du gönnst so, was hat Save for Us Breath hat, glaube ich, Emergenza irgendeine Gitarre bekommen oder so. Der Janik hat doch am SBH Band Contest eine Gitarre bekommen, irgend so ein Scheissdreck. Was ist- Auf der Webseite, wenn sie nochmal Poster weggewonnen hat und so Scheiße. Mhm. Ja. Nein, echt. Nein, bei uns war das Jury-Feedback geil. Es hat geheißen, es war mega geil, er hat einen Huren abgeliefert, aber der Sound ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Mhm. So, okay, cool, danke. Ja, was jetzt? Und ja, ihr habt gesagt, ihr macht Nu Metal. Wir so, ja. Ja, aber das ist doch kein Nu Metal. Okay. Ja, Okay, Bruder. Brudi, Schön, Alter. ist schön, dass Was deine... machen sie wieder? ja, fix. Es ist so schön, dass deine Das würde mich auch wundern, wer die Jury sind. Jetzt beim letzten SBH habe ich gesehen, ist der Mac dort gewesen. Der ist ein legit der ist legit, aber ja. Der ist ja nicht gekannt. Wer ist bei euch die Jury gewesen? Okay, einerseits hast du, ich weiß auch nicht, über Mac kann sogar sein, ist ein grösserer. Mit Sea Shepherd T-Shirt manchmal. Nein, aber dann hat es noch den anderen, das ist der ehemalige Drummer von Celtic Frost. Der, Der, Oath of Cranes jetzt macht. ja, genau. Aha. genau. Und dann hat es nochmal einen gehabt, einen Gebärden, der einen riesen Bart wirklich. Alright. Weiss auch nicht, Also, der weiss ist nicht glaub, bei uns auch schon rum gewesen. ja, aber es sind alle gute Sachen gewesen und du hast eben auch ihnen angemerkt, Ja. gell, so, dass sie das auch einfach machen, wahrscheinlich zum einen Batzen verdienen. Ja, Das ist mehr mein Eindruck gewesen. Die sind auf dort, weil die GSBR gibt wahrscheinlich denen noch ein bisschen was. Ja. So. Ja, logisch. Ich meine, aber das ist auch ein Pyramid-Scheme können es verkaufen, musst du legit Leute können Ja, reinholen, fix, ja. irgendwie, oder? Ich meine, Ist so. Scientology hat nachher den Tom Cruise und der von... Warte, also tu mal die Cam dort rein nochmal. Schau mal, dass wir alle drin sind. Der John Travolta und der Tom Cruise haben wir Travolta, gehabt, genau, John Travolta, Mhm. genau. Der, by the way, einfach im Flugzeug Landepiste in seinem Garten, gell? Ja. So gut? In seiner Hütte ist einfach, Ja, der kann mit seiner, der kann mit einer Ein Boeing bisschen mehr 747 in seinem von Garten laden. Nein, Ja. echt jetzt. Ja. Alter. Dann Fuck. sollst du noch kommen. Kommst du? Das sind jetzt so richtig so nochmal ein Fact, wo auf einem Podcast, Alright. weißt du, was ich meine? So. Aber er stimmt im Fall, Danke ich habe für es gegoogelt. Geduld. Sorry. Ich habe die Landepiste gesehen. Echt? Sie geht vor sein Haus an. Wer landet bist du? John Travolta. Der kann mit einer Boeing 747 vor seinem Haus landen. Ich weiß nicht, ob es eine Boeing 747 ist. Das ist vielleicht ein bisschen ein Podcast-Fact. Aber, ja, das aber, ist, aber die Flugzeugpiste, die ist Fact. damn, Alter, das ist, ja, das ist Next Level wo Rich. sind wir grad? Was sind wir Ja, gesehen? fertig mit SBH, würde ich mal sagen, oder? Ja, Das ist- fast SBH. Nein, echt, Alter, scheiß das. Ja, ja. Nein, Aber echt, wir sind auch ein bisschen selber schon mit auf der Hey, Scheiße. wir haben im Fall bei denen geschaut, gesehen, dass wir den Ticket und so, fuck this shit. Wir wollen absagen, gell? Wir haben nicht auf der zweiten, wir haben uns geschämt, dass wir nicht mitgemacht haben. Wir Ja. haben keine
Fans eingeladen oder nichts. Wir haben es dann anders gemacht bei der zweiten Runde. Wir haben es einfach als Probe angesehen. Ja, voll. Weißt, wir haben dort gerade den Trash-Tober am Laufen gehabt. Wir haben dort wirklich jedes Wochenende, den ganzen Oktober durch, haben wir jedes Wochenende einen Gig gehabt. Ja. Und deswegen haben wir einfach so gedacht, ja, jetzt nutzen wir einfach die Chance beim SPH, dass wir nochmal Ja, miteinander proben. Ja. Ja. Und es sind trotzdem noch 2-3 Dudes, die Ja, einfach so. per Zufall vorbeigelaufen sind, laufen sie rein, kommen raus, hey, ich habe gesehen, ihr spielt heute da. Sag ich, ja, voll. Ja. Nein, das ist für mich nicht. Nein, Es wir sind haben einfach 3 Leute vorne trotzdem noch am Headbanger gewesen. Geil, Alter. wir haben null Ja. Mühe gegeben, einfach schnell fertig, 25 Minuten. Ja, aber was sind, ich finde, es gibt ein paar Venues, die wirklich Chance geben an neue Musiker und finde ich geil vom Ebri zum Beispiel. Ja, Oder? Ich muss jetzt zum Beispiel sagen, wir Ebri haben steht auch am Bendix Ost mitgemacht. Bendix Ost ist wirklich super. Mhm. Also die sind echt gut. Mhm. Sie sind gut in der Organisation. Wir haben Essen bekommen. Das ist, by the way, der einzige Grund, warum ich überhaupt in einer Band spiele. Das ist gratis Essen. Catering und weiß Gott was. Das ist einfach das Geilste. Geil. Aber wenn ich mal Bandix muss sagen, gell, ich glaube, als Metalband kannst du nicht gewinnen. Mal, Safer Last Breath ist bis ins Finale gekommen in Zürich. Wir müssen neues Finale kommen. Wir sind auch ins Finale Gewonnen, mal, Live December hat er gewonnen. Ah, wirklich? Ich meine, Live December hat Wann? gewonnen. Welches Jahr? Oder nein, nicht Live Nee. December. Rico, der Gitarrist von Live December hat den Bank. Also mein erster Morns? Platz. Ersten Platz kriegst du nicht, zweiter oder dritter kriegst du vielleicht schon, weil Mal, das Ding ist, ich glaub's. weiss den Grund. Ersten Platz kriegst du Festival-Placements. Mm. Aber die Festivals sind dann irgendwie Open Air, weißt du, kann wer das St. kaufen? Gallen? Ja, nein, das nicht, aber es ist so kleinere. Ja, ein bisschen so Ey. Open Airs, wo Open eher Air. so Kannst keine Rap- Metalband rein Pop- tun. Aber hey, einfach nur, dass ich es gesagt habe, gell, Knocked Loose spielt am Coachella. Gut, okay. Oh Oder Lorna Shore hat auch am Coachella gespielt, oder? Oder ähnlich. Coachella Nein, hat doch- Lollapalooza hat Lorna Shore Ja, gespielt. noch- Ja, ja. No way, Alter. Ja, musst du wieder schauen. im Fall. Aber stell dir jetzt einfach mal vor, so Coachella, also alle die Pailletten-Mädchen. Ja, Da kommt der andere- da kommt der andere auf die Bühne so. Okay, da finde ich sowieso hure lustig. Southside Festival, Neuhaus, Obeck. Mhm. Das ist ja so ein Festival, wo einfach Musikgenre alles bunt zusammengewürfelt ist. Das ist geil. Also auf der einen Bühne spielt irgendwie Parkway Drive, auf der anderen Bühne spielt Tame Impala. Mhm. Und Das so ist schon mal. Ja, das das ist wie Rock am Ring auch ein bisschen. Ja, voll. Dann Schieß Wally mich- Sau ist auch ein bisschen so. Ja. Gampel. Kampel, ja. Alter, dort hat doch Heaven Shall Burn und dann Scooter gespielt nachher. Das haben sie fucking funny gefunden. Alter. Am Gampel habe ich mit meiner Rockband im Rockstar-Zelt gespielt. Neben 2 Stripper-Poles. Ist geil gewesen. Nein, Ja. geiler Scheiß. Der hure Wichser ist einfach mal gespielt und nachher ist der Mark Tremonti auf die Bühne, Mann. Nein. Das ist der Rock the Ring. Rock the Ring im Hinwil. Ist Der das Fuck, Alter. ja, dort haben wir gespielt mit der Rockband und nachher Tremonti, beziehungsweise Alter Bridge, ist das Tremonti oder Alter Bridge, ist als nächstes gekommen und ich konnte geschwitzt von der Bühne runterlaufen und in die Hand geschwind geben, so Tremonti hure geil. Foto gemacht. Geiler Scheiß. Ja. Und ich habe versucht, den Kollegen im Backstage reinzuschleppen, weil er mega Tremonti-Fan ist. Und ich so, ja, das ist mein Gitarre-Tech. Und, so. Und er so, nein, ich kann nicht. So, okay. Damn, Alter, holy shit. Ah, mein Gott. Ja. Tremonti ist aber was recht Das ist spezielles. gell? heftig, der Bruder. Ja. Ja. Das ist krass. Damn, also. Ist das ein Solo-Projekt? Tremonti, Band. ja. Mhm. Ja, voll. Aber in dem Fall ist es wirklich Alter Bridge gewesen, glaube Wahrscheinlich, ja. Ich vermute. Ich bin nicht mehr sicher. Das sind auch ich. Kannst du mal schnell Fact checken? Geil, check. 9 Jahre her. Oder so. Ja, das ist das Foto, Komm, das Jamie. er hat mir das Jamie. Foto gezeigt, so er war auch Emo gewesen. Und ich schaue das Foto an und denke so, Bro, das bist nicht du. Ja, fixe. Oh mein Gott. Nein, ich bin aber nicht gesehen. Er ist eben nicht Emo gewesen, er hat einfach so die klassische Skaterboy-Frisur gehabt. Ja, So- ja, so- ja, dieses Cover gesehen von As I Lie Dying auf Oh, YouTube. Ja. fuck. Ja, ich denke, yeah. Wie etwas richtig Das ist Skaterboy. nichts, wo man sich schämen müsste. Ich finde Emo-Szene irgendwie voll witzig. Ja, voll. Ja, voll. Wir haben es Keine über letzte mit dem Mike von bei Sacrifice for Society und jetzt bei Anthem for a Dying Day spielt davon gehabt. Er ist voll drin in dieser Emo-Szene. Und dann hat er eben das Gefühl gehabt, so, die gibt es gar nicht mehr, die Emos. Und dann habe ich einfach mal gesagt, ja, aber dann hat er gesagt, ja, aber die sind alle immer so am Backstabben gewesen und so ein bisschen am Drama und alles. Oh. Und dann haben wir einfach herausgefunden, die Emos gibt es alle schon noch. Die sind jetzt einfach in der HC-Szene. Das ist echt so, Alter. Ist wirklich so, ja. Oder, das sketchy an, Dude, Alter. Gerade Ja, der- stimmt, der- ja. der ist- Cool, ja. Aber er probiert so ein bisschen Emo zurückholen, Alter. Was heisst, er probiert? Junge, habt ihr das gelost, was er letztes Jahr rausgerührt hat? Ja, Hammer. Ja, die anderen Songs, wo noch Voll. vielleicht mal noch kommen. Ja, Wie heisst Paper nix gesagt? X Wrists haben wir im Fall auf dem Weg da angelassen. Ist geil. Es geht schon an, das ist echt super. Also Das ist 2007 ja der Cousin von unserem MySpace-Core. ehemaligen Drummer, gell? Ah, das ist Ach so. Ja. Ah, der Schweizer ist klein.
Ja, mega. Jan Glarner hat Tobias Glarner spielt. Geil. Sick. Ja, aber Hure das ist Glarner, ey. Das ist die White Dog Suicide, hast du gesagt, oder? Ja. Alright. Genau. Ja. eben. Ja, mit denen bin ich jetzt erst gerade letztens in Landshut, da ist bei München in der Nähe, haben sie gespielt, bin ich mit denen mitgefahren. Eben wie gesagt, Tobi, der Cousin von ihm, ist ja unser ehemaliger Drummer, Ja. spielt jetzt Gitarre bei White Dog Suicide. Ah, wirklich? Ja. Ah, Sick. Ja, fix. aber, alright. Was sind die Zukunftspläne für Xonor? Puh, wer das schafft hat. Weltherrschaft habe ich vorher schon mal gehört. Das ist ein Thema, das sich durchzieht. hä? Aha. Nein, Bro, also ich sag dir ehrlich, also die ambitionierte Antwort ist, also wir wollen schon die Thrash-Band sein von der Schweiz. Das ist schon ein bisschen das Ziel. Ganz ehrlich, sind wir mittlerweile schon. Meinst du? Aber mir fällt- Ihr Comaniac, was gibt's sonst noch? Wenn wir Ja, ein neues da- es gibt im Fall noch sehr Switzerland viel. of Thrash Metal machen. Es gibt eben noch so viele Schweizer Thrash-Metal-Bands. Ich war letztens im Kiff gsi an der Metal Mayhem 15 Jahre irgendetwas schon. Und dort hat es ein paar Bands gehabt, die noch... Aber sind das Thrash gewesen? Ja, ja, dort sind, oben sind Thrash-Bands, aber so alte auch, weißt du? Ja, nicht? ja. Messiah und so. Gell? Ja, Gut, Messiah das und ist- so, das ja, ist ja. etwas aber so anderes. Young Generation meine ich jetzt mehr. Nein. Gibt es überhaupt etwas? Ich meine, Das mein gibt schon. Ex, also, als ich in der Lehre war, hast du mein Oberschiff-Bassist bei Battalion gewesen. Battalion sind der Shit gewesen. Battalion Ja. sind der Shit. Dort Aber habe die ich gibt es auch nicht mehr, oder? Nein, nein. Mhm. Aus dem ist Stallion So ist- geworden. Crossbreaker. Also du hast Comaniac, du hast Mind Patrol, Stimmt. dann ja, hast du Corpus Delicti, dann hast du noch... Alter, ist der Janus Christus eigentlich bei Corpus Delicti? Nein, Nein, er ist bei Dr. Detox. ja. Ist Ah, er das gewesen. ist, Genau. Aber er spielt etwas, aber er hat die letzten paar Mal doch irgendwie Gitarrist gemacht bei Ja, Corpus Ja, Delicti. bei Dr. Detox. Nicht bei Ah, Corpus Delicti, nein, bei ach Dr. so, Detox ach ist das so. gewesen. Aber ich Voll. sage euch, keine von diesen Bands hat die Visibilität, die ihr habt und die Online-Präsenz. Und das macht vieles, oder? Ich meine, es ist cool, wenn du ein gutes Projekt hast und gute Musik machst und so, aber wenn niemand auf die Musik kommt, oder? Dann hast du ein Issue. Und dann ist nachher auch ein Issue für die Bucher, die die buchen wollen, oder? Ja, ist Aber so. wenn du einerseits gute Musik machst und nachher ein gutes Marketing hast und eben die ganze Content aushauen, ich finde, das ist die perfekte Kombination und ich sehe nur Erfolg in eurer Zukunft. Danke vielmals. Yes. Ich werde einfach nicht den Moment vergessen, wo wir aus dem Trivium-Konzert gesehen haben. Du einfach so zumindest aus der Menge, hey, du bist doch der von dieser Nein, das TikTok-Band. ist ganz anders. Du hast die Story ganz anders. Nein. Die Story hat er ganz falsch im Kopf. Es ist etwa so gelaufen, aber es ist ganz anders gelaufen, weil ich bin so ein richtiger, fängt mit H an, hört mit Uhrensohn auf gewesen. Und habe einfach, weil ich an dem Konzert, ich habe die Mission bekommen vom Organisator von dem Konzert, ich soll Werbung machen und Flyer verteilen. Und dann ich so, hey, aber nur Flyer verteilen bringt nichts. Ich habe jetzt ja einen Business-Abschluss. Ich weiss, du musst den Leuten auch etwas bieten, damit sie kommen. Und dann habe ich so gesagt, kannst du einen Gutscheincode machen, den ich denen geben könnte, wenn sie ein Ticket kaufen? Und er so, oh shit, das geht nicht mit Eventfrog anscheinend. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ja, Alter, wäre es easy, wenn wir ihnen einfach ein Bier geben, wenn sie kommen. Und er so, fuck yes, können wir machen. Wie wollen wir es machen? Und ich so, ja, der Dave und ich sind ja dort. Wir könnten auch einfach, sagen, wenn sie mit uns ein Foto machen und das Konzert kommen, ist das ja wie die Marketingmaßnahme gewesen, die sie dort hingezogen hat. Und darum kommen sie dann, wenn sie das Foto zeigen, an der Bar ein gratis Bier über. Und dann hat er das Gefühl, ja Und darum bin ich einfach rausgelaufen und ich bin rotzevoll gewesen. Und ich einfach dich gesehen dort stehen und du hast irgendwie so gerade so ein bisschen verloren ausgesehen und ich bin irgendwie dich reingestürchelt und dann habe ich so das Gefühl, Das also, sieht immer so aus, ja. so, hey, was du siehst so, als ob du Metalcore bist geil findest. Hast du schon eigentlich gesagt? Nein, aber du hast recht gehabt. Ich so Metalcore geil kannst finden. So, ja, Heaven Shall Burn ein Trivium-Konzert. Ja, sicher. Hure wilder Gast von mir. Und dann haben wir so angefangen zu schnurren und der Ricky steht dann wieder so, hey, das ist der Brudi von Xonor. Der Brudi. Das ist doch mir genauso, was der Brudi von Xonor. Ja, ist, ja. Und da haben wir im Page-Podcast auch so gesagt. Ja, Das ist fucking funny Ja, gewesen, Mann. Also der Lücke ist... Und ich habe dann einfach so gedacht, so shit, Alter. Ich habe überall Stickers gesehen. Ich habe schon so oft auf den Kleber im WC pisst. Wahrscheinlich nicht, dass ich etwas Falsches sage. Ist einer von euch einen Kleber im WC rein? Weil es hat, gut. Schmeck mal an meinen Finger. Nein. Nimm den weg von da. Gut. Weil nicht, dass jetzt dann einfach der einzige Sonderkleber ist so oben rechts im Ecke und ich so Handstab. Nein, die Leute, die ich nicht verstehe, sind Leute, die extra Stickers von Bands im WC einfach wegreißen, weil sie nicht gerne. Ich habe das Gefühl, im Ebri, Oh mein Gott, nehmen sie es im Fall aber weg mittlerweile. Ich bin im Fall wirklich überall, wo ich irgendwie Stickers anmache, wo schon Stickers von anderen Bands sind. Ich probiere immer zu schauen, dass ich nirgendwo einen Sticker
schon irgendwie überkleben oder so, weißt du? Ich mache es bei Bands, die ich nicht gerne habe. Nein, auch wenn ich eine Band dort sehe, die ich jetzt nicht gerne würde haben, weißt du? Also ich nur denke immer so, nein, so asozial kann ich jetzt nicht Nein, das ist falsch. Ich mache es immer nur, wenn Safer Last Breath schon einen Kleber dort hat oder White hat. Einfach so ein bisschen über das Logo drüber. Weißt du? Einfach so ein bisschen gemein sein, aber doch nicht richtig. Oh mein Gott, wir petty fucking Metalheads, Alter. Ja, Das ist nicht normal so. Weil ich habe nämlich bei so White Dot Stickers geklebt. Es gibt eine Wand. Eine Woche später gekommen und schnell mal da und ich habe nochmal gleiche Jahr gespielt. Aber ich glaube, von im Ebri-WC nehmen sie es mittlerweile weg. Kann sein. Weil das WC hat ja früher ausgesehen wie Arsch. Es ist kein, es ist Teil von der Geschichte. So, oh, die Band gibt es nicht mehr seit 8 Jahren. Ja, aber eben. Aber jetzt ist es nicht mehr wie Arsch, das WC. Ja. Jetzt sieht es einigermaßen sauber aus. Außer es ist Samstagabend um 12 Uhr, dann nicht mehr. Aber sonst hat es immer ausgesehen wie Arsch. Beim Film Und ja, das ist das was du gerade gesagt hast. Im Ebri-WC, oder im Ebri, wenn du unten bist, an einem Konzert, ey, Alter, was du dort Bandstickers siehst, so, die gibt's nicht mehr, die gibt's nicht mehr, die gibt's nicht mehr. Mit denen haben wir schon gespielt, die gibt's nicht mehr, die gibt's nicht mehr, die gibt's nicht mehr. Es ist fast schon depressing, Alter. Am Anfang, als ich das erste Mal in Gaza gewinnt war, habe ich keine Bands kennt. Mittlerweile kenne ich so 50%. Und das ist, du merkst immer, so länger du drin bist, desto mehr. Was vor allem geil ist, was ich immer geil finde, wenn du irgendwo hingehst, wo du selber persönlich noch nie gewesen bist, du gehst pissen und es schaut dich einfach so ein Kleber von deiner Band an und du denkst dir einfach so, Ja. wer hat den da gemacht, Alter? Das ist Alter, bei uns halt jedes Mal. Damn, Alter, da sind wir schon gesehen. Ja, ist. Ja, ist lustig, wenn du einfach von irgendeiner Kollegin ein Foto bekommst, dass irgendwo der Kleber, der Sticker von deiner Band an irgendeiner Autobahnraststätte auf dem Rücken drauf ist. Ja, also, ja. Okay, alles Die klar. kleine Schwester von meiner Freundin schickt mir ein Bild auf Snapchat, wie sie jemanden im Zug sieht mit einem Honorkleber auf dem Skateboard. Alter. Weißt du, was ich meine? Also, Boah, aber das ist geil, Mann. das ist ein geiles Feeling. Ja? Ich wollte unbedingt mal einen Versus-Kleber auf einem Skateboard sehen, der nicht mein eigenes ist. Ich glaube, dann würde ich wirklich Ist einen noch Happy eine, sterben. organisiert er da? Das ist gut. Hast du auch nicht dabei? Vielleicht, wenn du Glück hast, habe ich, also wenn ich Glück habe, habe ich einen der macht dabei. sicher Wir einen brauchen drauf. einen Sticker, Alter, fällt man gerade auf. Wir haben keinen Sticker. Ich habe vielleicht Sticker. einen Handschuhfach noch. Ja, aber vielleicht noch 2 oder so. Weißt du? Ei, ei. Das ist- Hey, aber ihr habt auch noch das Video gemacht vor kurzem, oder? Ja, Erzählt mal, ich habe nur Fotos gesehen, das hat sehr lustig ausgesehen. boah, das ist wild, Mann. Ja, also das haben wir jetzt Beste noch nicht Aktion. abgesprochen, wann wir jetzt preisgeben und was nicht, oder? Ja, okay, aber zum Song Wir können ja selber, einfach so machen. zum Song selber, ich glaube, die Inhalte werden ihr dann sehen. Mhm. Der ist aber, ist wirklich etwas für die Schweiz, Mann. Das ist jetzt mal wirklich etwas, da werden die Schweizer am appreciate. Ist aber Englisch. Nein, also, Okay. ja, ein bisschen Englisch jetzt drin. Okay. Aber Investigativer Journalismus. ja, wirklich. Oh mein Gott, ich will so herb erzählen, Alter. Ja, aber dann sagt doch, wisst ihr, wenn er rauskommt? Also, Ja. Okay, dann sagt doch jetzt einfach, wenn er rauskommt, weil wenn eine Band da hockt, die der unbedingt erzählen will, aber nicht kann. Wenn streamt der Podcast, Montag, oder? Ja, Montag. Hast du das Datum? wir haben eigentlich den Release noch ankündigen. Alright. Ja, mach das ist, Also, sagen wir es mal so, Schau, sonst, wir würden der wir Frühling. es ankündigen, wenn es rauskommt. Und es gibt immer noch Ricky, die Wir Editing sagen jetzt mal so, der Song wird noch vor dem Sommer released. Alright. okay. Okay, cool. Ja, also, wenn wir ein Datum sagen. Ich weiß, Nein, Nein, das wenn Problem kein ist, Datum haben, sagen kein vor dem Datum. Sommer, mehr wird nicht preisgegeben. Alright. Es ist ein Song, der, ich würde sagen, der animiert zum Trinken, Mhm. von der Stimmung her. Ja, nein, überhaupt nicht. Das ist Fresh Nein, Metal. ist Bist du ein mal bei Fresh Party-Song, Metal Alter. Konzert gewesen? Ja. Okay, Der wird noch gesoffen. Das es ist Musikvideo wird absolut wild. Vor allem das Musikvideo ist auch eine lustige Aktion gewesen. Da haben wir, wir haben halt gesagt, wir brauchen halt ein Musikvideo mit, wie soll man sagen, mit diesem Bandmaskottchen, also der Goon, weißt du, mit der Sturmmaske. Mhm. Den haben die am Anfang vom Podcast gesehen. Ja, voll. Genau, ja. Represent, also holt euch Sturmmasken, man. Die sind gut warm und günstig. Und wenn du in eine Bank hineinlaufst, mit denen kriegst du gratis Geld Wow. überall. Das ist wirklich. Ja, ist echt Ja, geil. Ich finde es vor allem einfach wieder mal geil, junge Bands zu haben, die nicht einfach nur einfach die politische Patches. Agenda, die jetzt gerade durchgeht, sondern Ja. einfach auch wieder mal schreit, man soll den hohen Staat umbringen. Ja, ist geil. Einfach mal Randale wieder. Das ist es, Das ist schon recht punk dort. dann ist es natürlich weitergegangen. Dann haben wir halt die ersten Videoshoots haben wir dann halt gemacht. Ich weiß nicht, ob du irgendwelche Stories mal gemacht hast vom ersten Shoot, den wir hatten. Also vom ersten Tag, meinst du? Ja, vom ersten Tag. Ja, voll. Also wenn. Ja, also der erste Tag ist dann einfach wirklich Nur mehr ein Shoot gewesen, wo wir halt probieren, zumindest unsere Instrumente zu spielen. Ja, nein, Und der dann- Hauptsache ist schon der zweite Tag, wo man Hauptsache ist dann der zweite Tag gewesen, wo dann wirklich, wo wir halt einen Aufruf gemacht haben auf Social Media, gesagt haben, wir machen das Musikvideo, das Thema ist so und so, kommen da vorbei, nehmen das und das mit und es sind wirklich ordentlich Leute auftaucht.
Und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, was vorab sagen, etwas von meinem grössten Hobby in meinem Leben ist halt Essen. Und das Wichtigste, worum ich mich gekümmert habe, Musikvideo, ist, dass genug Essen da ist. Also ich bin irgendwie für 350 Stutz habe ich Essen eingekauft. Ich habe 2 so riesige Partybrot gekauft, Schwarzwälder Roulade, Obst, da weißt du, Aufschnitt, Brot und weiss Gott was. Und ich habe einen riesigen Tisch aufgestellt, wo alles ausgelegt war und alles. Und ich zuerst so gedacht habe, ja, vielleicht habe ich ja viel zu viel gekauft. Ja, ganz sicher nicht. Genau Für die Uhren freuen wir richtig geschaut für sie. Sie Bier gehabt, sie Essen gehabt und es hat Spass gemacht. Das hast du noch gepitcht am Dream-Konzert. Ich habe gesehen, in den Stories, sie haben an dem Tag, den ersten Tag Shoot gehabt. Genau, das war an dem Wochenende. Ja, Bruder, ich kann genug Essen kaufen für alle, kommen. Schlussendlich sind wir etwa 30 Leute gewesen. Ich sage euch einfach eins, wenn es ums Essen geht, mache ich keine halbe Sache, damit ich. Ja, wirklich. Ja. Das Essen halt in einem Leben nicht schaffen. Der Song geht in so eine Richtung auch wieder ein bisschen hässig gegen den Staat, Alter. Ja. Es ist wirklich, aber in unserem coolen Honor. Er hat eine gewisse Selbstironie und Sarkasmus in sich, obwohl es. Du bist eigentlich komplett ernst gemeint, was man sagen. Ja, Alter. voll. Aber es ist. Aber er hat einen sarkastischen Unterton. Haben die in dem Fall irgendwo französische Wurzeln? Nein, Wie so gegen den Staat sein, Königin exekutieren, ist so ein bisschen, das ist ein bisschen French. Glaub mir, die Dinge können wir nicht runtergehen jetzt gerade. Den werden wir echt cancelled, Alter. Nein, Bro. Kein Fan von unserem Daddy, wie heißt Big Brother, Alter. Gar kein Fan. Nein, aber dann, es ist cool, dass ihr könnt, also ich finde, es ist cool und nice, zum hohe Streamzahlen und so haben, aber dass ihr 30 Nasen erschienen sind, zum ein Video machen, das ist schon. Sind sogar ein Dude, werde ich nicht vergessen, der hat mir, glaube ich, eine Woche vor dem Videodreh hat er mal geschrieben und der ist absolut kein Metalhead, überhaupt nicht. Der ist einmal, wo wir noch zu Flawil der Bandroom hatten, haben wir während der Corona-Pandemie haben wir halt Bandroom-Konzert organisiert und der ist halt halt an das Konzert vorbeigekommen, schauen und dann hat er mir geschrieben und hat einfach so gesagt, ey, ich habe gesehen, ihr macht ein Musikvideo, braucht ihr noch jemanden, der dabei ist. Ich so, ja, easy, fix. Und der ist eigentlich nicht einmal in dieser Szene unterwegs. Der Typ ist echt auftaucht, von Anfang bis Schluss hat er das durchgezogen. Geil. Und ich muss sagen, Props, du bist ein geiler Sieg, Mann. Es gibt so ein paar geile Sachen. Ist so. Es gibt so, wie eben der Brian ist auch so ein komischer Typ. Der ist irgendwann an unserer ersten Plattentafel in Bülach, das war 2017 gewesen, auftaucht wegen einem Kollegen von Hat mir. er im UG gespielt, oder was? Nein, im Guss, im UG wäre das Shit, Alter. Leider nicht, nein. Und dann der ist seitdem an jedes Konzert von uns, wo er hätte kommen können. Und es tönt jetzt ja so, wir den Brian voll kennen. Ich meine, mich kennen jetzt auch, aber die ersten 5 Jahre habe ich den nicht gekannt. Ich kenne den Brian erst seit irgendwie 2020 oder so. Der Brian habe ich auch zum ersten Mal gekannt, wo er für Sacrifice with the Scythe ist Gang Vocals machen. Ja, aber der ist immer dabei. Der ist, wenn der Brian, der ist auch so ein richtiger Legende-Dude. Wenn der sagt... Für Seven Cheese, Alter. Ja, Der Lukas heisst, oder? Ja, aber der ist ein ist- Fan von uns, das ist ganz klar. Ja, aber der ist auch überall dabei. Der ist sogar extra auf Freiburg aufgefahren zum Konzert. Geil, zu Alter. schauen. Das ist zum Beispiel wie der Reto, der an jedem Konzert dabei ist, immer ganz vorne. Der Reto ist Alter. einfach eine Legende. Legende. Wenn der Reto an deinem Konzert war, dann hast du es geschafft in der Schweizer fast, Szene, ja, Alter. wirklich. Dann kannst du wirklich sagen, jo, wir sind drin. Ihr seid etwas, ja. Der Reto ist echt super, der ist echt eine Legende. By the way, ich bin mal an einem SPH-Konzert, sorry, jetzt sind wir wieder beim SPH. Ich habe ein Konzert gesehen, ein Kollege von mir hat gespielt und hat gefragt, ja, ob ich komme schauen. Dann habe ich gesagt, easy, gell? Und der Reto ist nicht dort gewesen. Und da muss ich auch sagen, da finde ich lustig, so der Veranstalter von der SPH, sie sind einfach vorne angestanden und haben gesagt, Leute, ihr müsst, wenn ihr jetzt so ins Publikum schaut, was fehlt? Und dann haben sie so gedacht, ja, was fehlt denn? Sagt er, ja, der Reto fehlt. Der Reto hätte sogar an dem Abend geschrieben, er könne nicht, weil er ein Konzert spielt. Und da siehst du halt, der Dude ist einfach wirklich etabliert in der Szene. Den kennt man einfach. Mega. Den kennt man einfach als der Dude, der mit seinem Rucksack in der vordersten Reihe steht, vom einen Ende zum anderen Ende über rennt, dort kommt und wieder rüber. Das ist crazy. Ja. Und die Energie, die der Typ hat. Geil, ich weiss auch, woher holt er das, Alter. Der Typ ist fit, Mann. Ja. Ist wirklich- Mega. Und er ist ein übelst krasser Drummer. Ja, Er hat es im Griff. mega. Ja. Absolut. Wie heißt nochmal seine Band? Ich habe noch vergessen. Er spielt irgendwie 14 Bands oder so, hat er mir gesagt. Mega Hunted Like Thieves. Handelsaktiv. Genau. Recht gute Band, muss ich sagen. Ja. Und eben, Ophelia Sai ist auch dabei gewesen. Ja, voll. ja, Das ist ja, auch- Ja, das hat er auch, wo wir mit Ophelia Sai im Treppenhaus gespielt haben, die er auch der Drummer gewesen. Wir müssen aufpassen, Alter, an dem Festival. Weil ich eigentlich euch schauen, aber ich kann nicht im Reto im Weg stehen. Es war wirklich kritisch gewesen. Aber die haben, glaube ich, am Sonntag gespielt. Dann. Sie haben am Sonntag gespielt, Ja. ja, aber er ist am Samstag auch schon da gewesen. Oh ja, stimmt. Ja, fix. Dort, wo deine hure Bühne auseinandergeht, ist. Also ich stand neben Ricky und er schaut mich nur so, hey, da bewegt sich alles. Oh ja, und ich die so, Bühne was? ist Ja, wirklich schlimm gewesen. die Bühnenteile sind angefahren. Ja. Darf ich etwas fragen zuvor noch? Mhm.
Aber merkst du das? Du hast jetzt gesagt, du merkst jetzt einen gewissen Hype um uns herum. Aber merkst du das? So konkret am meisten? Dass es bei uns alten Menschen ankommt. Ja, sicher. Ich meine, ich habe schon vom... Alter Mensch. Wie alt sind die eigentlich? ich bin 29. Ja, wir sind beide 28. Okay, Voll. Du, Luke? 12. 12. Ja. 26. Okay, Alright. gut. Okay. Ja. Weil es Der dort, ich kann älteste nämlich von denen immer, irgendwie Stufen es steht überall so, dass ihr knapp 20 sind. Ja, es ist, also der Ist Lüge er der Älteste? Okay, easy. Er ist der Ja. Älteste. Ich habe schon gemerkt, du bist ein bisschen der Gandalf von der Band. Ja. Also der Jan Der ist Gandalf. gerade erst 21 Hast du geworden. sein T-Shirt angeschaut, Bro? Er ist mit der Dumbledore von der Band. Ich liebe es schon. Er ist der Dumbledore von der Band. Wirklich, ja, voll. Wenn ihr noch vor der Eingang steht, stehe ich noch nicht dort. Du kannst nicht vorbei! Nein, ich muss sagen, also ich habe euch im Visier gehabt, glaube schon bei Killdozer. Weil durch euch habe ich nachher den Meme-Video gefunden vom Killdozer. Sie was? Der Video, der Ah, Video ja. vom Killdozer, oder? Ich habe nicht von der Geschichte gewusst. Echt jetzt? Bruder, Ah, das ist fucking Legend, Mann. gell? Ich habe mich so Legend. überrascht, dass ich noch nie einen Thrash-Song über das gehört habe. Ja. Weißt du, es ist Ja, lustig, das es wäre gibt eigentlich perfekt, ja. ich bin perfekt. Ja, sorry, der Titel. Es ist lustig, ich bin ein absoluter American Dad-Fan und da gibt es eine Folge, wo der Killdozer eben vorkommt und ich habe die Geschichte nie gecheckt, bis du den Song geschrieben hast. Ja, ich bin, weißt du, dann wirst du gerade wenn der Rest von der Musik anhörst, dann siehst du gerade, es hat eine grüne Linie, eine rote Linie, die durchzählt. Nein, aber das hat mich schon immer einfach krass gefunden. Egal, was du jetzt davon haltest, gell? Es ist einfach krass, dass einer sich einen Bulldozer genommen hat, daraus einen Panzer gemacht hat und niemand hat etwas dagegen können machen. Alter. Weißt du, es ist nicht mal ein Panzer, er hat den Bulldozer einbetoniert, weißt du? Ja. Er hat einen Betonpanzer draus Und gemacht. er Das ist nur, unglaublich. er hat nur gescheitert, gell? Weil er in ein Haus hineingerannt ist, wo einen Keller hatte. Hat er gewusst, dass er in einen Keller ist? Also die müssen die Nationalgarde holen, um einen Angriffshelikopter holen, um den auszuschalten. Die haben nicht gewusst, was machen, haben ihn auf den geschossen. So. Holy shit, Alter. Ich finde es vor allem geil, dass einfach quasi etwas vom Europäischsten auf der Welt, der sich echt? ausgeschaltet hat. Im Keller. Ein Keller ist Europe wins once again. Alter. Nein, wirklich. Also Hey, sorry, ey, weißt du, wir können uns ja mal für den zweiten bedanken, von dem her, das war es. Ja, fix. Aber Ui, der kommt sicher nicht gut an, der Spruch. Ich habe es einfach nicht ernst gemeint, das ist Sarkasmus. Die Kunstfreiheit. ja, jetzt musst du dich nicht mehr retten. Spät. Aber ich glaube, euch habe ich so kurz nachdem ich dann Liste angefangen habe ich glaube schon im Visier gehabt und mit euch etwas geschrieben und so. Ja, voll, ich habe auch mal das geschrieben. Ich habe das Südis reingelassen und ich habe eben auch gedacht, damn, Alter, du machst alles selber so. Props, Alter. Ja, voll. Ja, ich konnte einfach nicht zahlen, weißt du, da kommt das Latino raus. Ja. Hey, den Fall hast du in meiner Band auch 4 Latinos an. What an answer, Alter. My boy, Alter. Ja, wir haben auch am Anfang ein bisschen selber produziert und so, aber dann. Aber ich glaube, das brauchst du auch ein bisschen. Es hat nämlich uns sehr geholfen als Band. Es ist super, wo wir die erste EP rausgelassen haben, haben wir halt das ganze Zeug dann aufgenommen. Und der Donner, der ist einfach wirklich, er ist angehockt am PC, er hat sich das ganze Mixing und der ganze Scheiß hat sich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie du dir das beigebracht hast. So Also ich habe im Fall den gleichen Song etwa 4-mal neu gemixt, gell? Erst beim 4. Mal ist dann, okay, da ist es anständig. Und gell, Drums. Oh mein Gott, wenn du Draw Files wirst hören von diesen Drums, gell, das ist katastrophal. Aber hast du Drums aufgenommen dort? Ja, man, Drums, also... Holy shit. Ja, Wir haben ein bisschen Kohle investiert und haben dann ein bisschen Aufnahmeequipment für halt Drums ja, gekauft. voll. Ja, aber keine Ahnung, wie die Mics einstellen und so, einfach irgendetwas gemacht. Alles self-made. Das Mic einfach reingeworfen in Bassdrums, gell? Einfach dort auf dem Küssi ist dann weggelegen, oder? Nein, wirklich katastrophal. Aber es ist trotzdem nachher schlussendlich irgendetwas geworden, das du hast können hören. Diese Demolition EP. Es ist richtig oldschool. Es ist eben real, Mann. ja, Es ist real. authentisch. Ich schwöre. Ja, Es klingt halt wirklich wie so eine Thrash-Metal-Band, die früher noch im Keller ihr Zeug aufgenommen hat. Absolut. Und das finde ich eben noch cool, aber gleichzeitig schießt mich trotzdem an. Weißt du, was ich meine? Es könnte noch viel kräftiger tönen und so. Aber ich weiss, was du meinst, weil es ist immer so, der letzte Release ist so wie, ich hätte das und das können machen. Warte 5 Jahre und nachher hörst du zurück und so wie, ja, ist nostalgisch. Und es sind immer noch, und du denkst, es ist dann nicht so schlecht, wie ich gedacht habe, oder? Und es ist immer noch dort. Es ist Genau. immer noch schön. Es Genau. ist, Ja, außer du bist meine Band. Das ist das erste, wirklich, was du rausgelassen hast, so schlecht gewesen, dass wir sagen, gut, einfach, das nehmen wir wieder mal. ja, es gibt gewisse Ja, so es gibt Erst gewisse- Release von Bands, wo du denkst,
zum Dr. Dipshit ihr erstes Album, damn, Alter. Aber sie sagen jetzt auch selber so, nee. So, sie sagen, Bro, ich hasse die Scheiße. Das ist geil. Ja, das Ding ist eben, wir haben es eben hauptsächlich einfach von Spotify abgenommen. Es sind 2 EPs gewesen, es sind 10 Songs. Und wenn du quasi nachher nur eine EP hast, die wirklich qualitativ gut ist, Ja. und nachher ein andere, irgendjemand, der dann quasi das nicht checkt, checkt nicht, dass du dich als Band verbessert hast, sondern der sieht einfach, Alter, ihr habt 10 Scheiß-Songs und stimmt, ja. 5 gute. Also, Voll, ja. ein Drittel ist kacke. Ein Drittel ist gut, 2 Drittel ist kacke. Vielleicht, wenn wir dann mal mehr rausgelassen haben, tun wir so alte Zeug auch wieder online schalten. Ja. Aber wir haben es einfach mal schnell kurz runtergenommen, einfach zum quasi ein bisschen die Professionalität Voll, wir haben das auch schon unserer Band überlegt. bewahren. Ja, ja, so. Gut, ich habe zum Beispiel auch überlegt, und das könnt ihr auch wahrscheinlich auch machen, irgendwann, weißt du, ihr habt 1, 2 Alben draus oder so und macht so ein Remaster, nicht Remaster, sondern ihr macht neu die alten Songs, so wie ich habe es vor, mit Demigod Unleashed auch zu machen, die ersten 13 Songs, die sie jetzt rausgehauen haben, später in 5 Jahren oder so mal neu, komplett neu einfach raushauen Fix. und als Album in dem Sinn rausbringen, wo es sind Singles und EPs gewesen. Ja, fix. Ja. Das ist auch unser Ziel. Irgendwie. Ja, also das Hauptprinzip, das wir ja momentan haben, ist halt, dass man wirklich die neuen Songs halt als Single releasen. Weil wenn du einzelne Songs als Single releasest, ich weiß, es ist eine Pop, also eine Taktik, die halt in der Popmusik halt recht populär ist. Aber auch Metal. Nein, jetzt, Metal jetzt Nein, ist auch. hör mal auf, nur Aber noch eben, Singles. halt Singles rauslassen. Ich meine, sagen wir es jetzt mal so, wenn du jetzt 4 Singles released hast, kannst du wie so eine Compilation-EP Ja, machen. ja, genau. Funktioniert genauso gut. Voll, absolut. Und das ist wirklich so etwas, weil es ist halt der ganze Algorithmus von Spotify. Der ist betrieben von Releases, wie nur dann wirst du auf Release Radar pusht. Nur dann kannst du nachher auf die größere Runde von Release Radar kommen. Ich finde das Beste, was je passiert ist für die Musik, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil du schaffst dann von Song zu Song und bist nicht viele Songs am machen, sondern du machst, ich will meinen nächsten Song besser als der letzte. Genau. Und du bist dich kontinuierlich am verbessern. Genau. Finde ich super. Ja, und das, was auch cool für Spotify ist die Discoverability. Weil auf YouTube ist es ziemlich beschissen, das kann ich schon sagen. Weil da musst du irgendwie jede Woche etwas releasen, um irgendwie überhaupt im Algorithmus reinzukommen. Nicht Bei so, Spotify ist so optimal zwischen 1 bis 3 Monaten immer etwas releasen. Voll. Habe ich am Anfang mit Demigod Unleashed gemacht. Irgendwann habe ich gefunden, ist fast für einen Job machen. Schieß mir an. Und jetzt bin ich einfach eigentlich das Gegenteil machen. Also ich mache jetzt ein 10-Song-Album mit Demigod. Okay. Exclusive Metal Server. Nein, ist auch mal gesagt. Aber nur im Metal-Server. Aber das mache ich eher für mich. Ist eher weniger zum irgendwie versuchen mit dem Pushen und Singles und was auch immer. Das ist mein persönliches Projekt, das ich nicht vorhabe, so mal als Band so zu bringen, weil ich bin ja mit White Hot hure aktiv. Und dann einfach für mich, einfach zum Musik bringen, ist cool. Cool etwas. Ja, mit White House läuft es auch hure gut. Aber, Ja, Mann. Also ich muss auch sagen, ich habe euch im 2020, glaube ich, schon gesehen. Ich habe auch, ich weiß auch nicht, irgendein Werbevideo haben wir gemacht, und ich habe gedacht, Alter, das ist wirklich so geil, Alter. Ich denke, da müssen wir den Namen machen. unsere Vlogs meinst Ja, also ich habe früher noch so, wo auf Instagram Querformat-Videos noch etwas gewesen sind, du? Ja. habe ich die auch mal noch gesehen. Ich denke, ich habe jetzt schon gedacht, ihr habt das Game richtig Ja. drauf. Ja, das ist der Mastermind von diesen Videos, ist unser Sänger, der Mike. Und er schafft jetzt bei Energy. Bei diesen Videos als Video-Creator. Okay. Ja, super. Der hat tatsächlich das White Material in seine Lebenslauf nicht da. Ich habe euren Song mal gelesen, also ich glaube, Versus, oder? Ja, Ja, ja. der ist verdammt geil. Welcher? Aber ich habe es jetzt auf dem Dings, also Crazy. Ist der One, ich habe doch jetzt in mein Auto gelesen. Wie heisst er wieder? Der letzte. Ich weiß nicht, wie der letzte Der heisst. letzte, den wir released haben? Ja, der letzte, den wir der released heisst Hate and Crime. Ja, genau. Also, ja, ich denke, das ist schon geil. Hey, crap. Haben wir nicht bei ihm Fucking aufgenommen. bitches all the time. Haben wir massiv gemacht. Ja, den haben wir eben auch selber aufgenommen und dann einfach in das Studio geschickt zum Mixen und Masteren. Weil der Ricky ist so ein bisschen... Er ist schon gut. Das Problem beim Ricky ist einfach, er ist so gut, dass Bands nachher selber können Sachen recorden, wenn sie bei ihm sind. Ja. Ja, ist ja gut. Ja, geil, Alter. Hey, ich würde sagen, machen wir kurz Quickshot. Machen wir noch kurz Quickshots, das ist gut. Also ich habe 2, hast du noch einen? Wisst ihr, was Quickshots ist? Nein. Das ist Alright. Nico, kannst du schnell Knarre holen? Okay. Nein, Spaß. Jetzt, Jamie, get the gun. zuerst nachher mache ich Musik, Ja, ist gut. die ich nur höre. Quackshot! Yeah!
Das ist geil. Ja, jetzt sind wir dann bei Also Quickshot. wir können von Minute zu Minute merken, wie der Alkoholpegel steigt. Das ist gut, dann müssen wir langsam cutten da. Nein, jetzt Erklärst du? Quickshot ist ganz easy. Das ist ein Format, wo wir einfach eine Frage stellen, eine Vergleichsfrage in dem Sinn, oder? Und Es gibt jeder nur A muss oder nachher B. schnell oder sagen eins oder die andere. Und ich fange mit einer, die wir glaube letztes Mal auch hatten. Ja. Das ist Old School versus New School Thrash. Go. Oldschool. Alright. Das ist jetzt das erste Mal, dass ein Quickshot schnell beantwortet worden ist. Voll. Welche Song hast du im Kopf, wo das sind? Ich kenne mehr nur Oldschool. Ich kenne nicht viel neue Thrash. Nee. Im Fall. Nein. Also ist Havoc neue Thrash? Ja. Oh, dann, sorry, News. Okay, Nein, das ist schon viel- da zeige ich mein Alter in dem Fall. Also ich meine, so, das ist ja eine Frage, wann ist Oldschool, ist New School? Weil ich meine zum Beispiel... Ich will Havoc schon auch ins Neue rein tun. eher neu, aber zum Ja, Beispiel aber nur weil die Produktionsqualität besser ist. so ab 2005 würde ich sagen, weil ich glaube Blacklist, Gell? ich glaube Blacklist Wechsel ist auch Aber er hat gerade 2003 einen oder Punkt, er hat gerade 2004 einen Punkt, der junge Herr da. Er hat Ja. gerade gesagt, Havoc ist wirklich nur modern fresh, weil die Produktionsqualität besser Ja, ist. es ist Und nicht... Also ich hätte Ihnen gesagt Bands von den 80er, 90er und gegen Okay. Bands von den 20er, 2010er. Ah, okay. So würde ich definieren Oldschool, New School, aber das ist auch sehr persönlich. Okay. Ja. Ja, dann schon New School. Alright. Aber das ist fies, Alter, wie Slayer. Ja, ich weiß. Aber Slayer, verdammt gutes Zeug im Fall nach Ja. 2000. Ja, das ist eben das Ding. Slayer ist eben im Gegensatz zu Metallica. Slayer ist immer besser geworden. Metallica ist so ein bisschen hinab. Ja, ich schwöre. Metallica, also Slayer ist halt immer Metal geblieben, aber Metallica ist noch eher so in Hardrock rein. Ja, voll. Ja, schon. Aber Metallica Ich meine, die neuen Songs von Metallica sind auch, sie sind gute Hardrock-Songs. Ja, die Muss ich ersten ehrlich Songs, die sie zugeben. haben. Ja, voll. Nein, aber ich finde, sonst andere Bands, wo in die Szene Müssen wir ihn sind, noch fragen? oder? Death Angel, Testament, Exodus, die ganze Band, sie haben immer noch härte Shit Und gemacht. besser geworden. Auch Testament ist Ja, für mich immer mega. so echt geil. Ja, ich habe Death Angel in 2010 in Peru gesehen. Das war mein Ja. erstes grosses Konzert. Gewesen. Ja. Ist dort der Municipal Waste Vorband gewesen? Nein. Wo hast du Municipal Waste gesehen? Bei mir bleibt es immer Nein. im Kopf, dass du mal gesagt hast, du hättest Municipal Waste gesehen und das ist der Moment, der das bei dir so gemacht Nein, hat. das war Death Angel. Gewesen. Ah, das ist Death Angel Ja. gewesen. Wenn ich das eigentlich ist vorher verstanden habe, unter New School ist gerade so etwas wie. Power Trip. Tell me. Für mich ist Machine Head zwar eher New School, hätte ich jetzt gesagt. Das ist für mich. Machine Head geht eher so in Groove Ja. Metal. Ich glaube, Thrash aber das Bereich. ist eben genau. Aber Machine Head Thrash gibt's Slow in- Down. Aber Zum Teil auch gibt's New in Metal, der- weil sie haben da hure viel Rap-Metal-Songs. Ja, Maschine hat in den 90er ist Nu Metal, also Ja, so voll. Rap-Dings und hat Ja. so Braids-Dings gehabt. und So. Aber wenn du jetzt los ist, ich meine, so gerade so das neue Zeug, wir Also eher wieder ins Thrash rein. geht's wieder, und da ist für mich das New Thrash oder zum Beispiel da wo Angry Again macht. Ja, Die aus St. Gallen, die finde ich echt noch cool. im Fall. Sind cool, Da ja. ist für mich New Thrash, ist einfach, sind Metalcore Drummer und deswegen macht das, oder? Ist ein bisschen, das ist mit Tempo nicht mehr so schnell, oder? Und bam. Ja, aber das ist eigentlich okay, weil ich finde, Es ist okay, ich find's geil. Das beste Album von Slayer finde ich God Hates Us All und das ist so ein bisschen HC Ja, infused ja, und das ist ist so. eben sick. Wo du hast recht. Eben, für mich ist das News da, für Havoc ist für mich so einfach ein Oldschool mit Right. besserer Produktion, Ja. Warbringer auch. Für mich eben Sorry. Warbringer, Havoc, Evil, Gamma Bomb, Municipal Waste, das Ganze ist so New School in dem Sinn, aber nur weil ich halt damals, wo ich das gelesen habe, ist irgendwie, also ich habe irgendwie gefunden, 80er, 90er ist so Oldschool in dem Sinn und Ja, fix. 20er, ab 20er ist modern. Ja. In dem Sinn. Ich liebe es vor allem, wie die Dings Quickshots heißen und es eigentlich einfach so eine einfache A-B-Antwort wäre und es ist noch nie, es ist jedes Mal ausgegangen. Aber das ist cool, ja. Ist klar. Also look, Hallo. Grüezi wohl. Oldschool versus New School. Wir machen in der Runde so. Ja, also wie ist die Frage nochmal? Oldschool Thrash versus New School Thrash. Goth Rock. Er ist kein Thrash. Das ist eben witzig. Ich muss Goth das jetzt Rock? schnell. Nein, ich muss das jetzt schnell erklären. Alright. Bevor ich bei Honor angefangen habe, Honor Xonor. Xonor. Nein, Honor. Eben Xonor. Nein, Honor. Sag ich ja Xonor. Genau, Xonor. Ja, Honor, sag ich ja. Gesundheit. Bevor ich bei ihnen angefangen habe, ich habe absolut null mit Thrash Metal irgendwie im Sinn gehabt. Interessant. Nichts damit zu tun. Eben, ich bin ein Dude gewesen, ich habe viel Slipknot, Korn und halt so die grossen Klassiker habe ich gelesen. Ich habe, in letzter Zeit habe ich, Vorteile mit dafür, ich bin ein Score-Kid geworden. Du hast Just a Lorna Shore? Ja, voll. Alright. Ja, voll. Verurteile mich ich dafür, bin- du bist ein Score-Kid geworden, Bro. Ich bin im Fall, ich bin am Versuchen, lesen, so, maybe. Das hast du erst jetzt gesehen. Ich bin ein mega Fan von Attila geworden. Seit etwa 3-4 Jahren.
Weil es ist Rap, es ist Core, was willst du noch mehr? Ich bin letzte Woche an einem Konzert von denen gesehen, das ist der absolute Hammer. Jetzt, warte schnell, ich verurteile dich jetzt ein bisschen, aber jetzt kurze Frage. Du bist an dem Konzert gewesen. Ja. Wir sind ja, also wir mit der Versi sind Support von Dropout Kings im Sommer letztes Jahr. Hat Dropout Kings Attila einfach dezimiert oder haben sie es einfach dezimiert? Weil die sind so krass gewesen, Alter. Ich habe Attila schon mal live gesehen und Dropout Kings und ich muss jetzt sagen... Ich habe eben nur Attila gesehen, alle anderen Konzerte habe ich shit. verpasst. Okay, easy, fair Hast enough. du etwas verpasst? Dropout Kings sind der Shit. Sure. Wenn Rap gerne hast und Metal, die Mischung, Dropout Kings sind Hammer. Und andere Band, die wir heute am Hören sind im Auto, Unity TX, Ja. das würde dir auch gefallen. Was haben wir gesagt? Das ist wie ein Creator und Dropout... nein, wie ein Blood... Nein, Body Count und Body Count und Dropout Kings. Dropout Kings, ein Kind hätten ja voll, Genau. voll. Richtig geil. Nein, Fair, also also eben, jedenfalls, eben, Thrash ist nie so... Bevor ich bei Honor Xonor angefangen habe, ist es nie so mein Ding gewesen überhaupt. Und ja, aber es ist trotzdem ein geiles Genre und das ist eine Band, die habe ich erst entdeckt, seit ich bei Honor Sondern. spiele. Das ist Sodom. Ja, Sodom, geilste Band. Ich muss mal reinhören, weil ich kann es vom Namen halt, weil es ist ja bekannt. Ich muss sagen, es ist richtig Basics Zeug. Aha. Wirklich Basic Thrash, aber es hat auch so eine Atmosphäre, finde ich. Das Ah, mega geil. geil ist. Das ist Basic Zeug, weil für mich lange Menü auch nicht. Oder? Das ist, Fairer Punkt. Alright. Ja. Ja, bei uns haben wir letztes Mal ja gesagt. oder? Also ja, bei mir ist es New School, aber ja, Ausnahme von Slayer halt. habe ich Slayer letztes Mal, schon. ja, habe ich letztes Mal New School gesagt. Ja, du hast New Glaub School schon, gesagt, oder? ja. Ja, halt Havoc, Evil. Evil Aber halt. ich habe noch einen neuen dafür, Ricky. Ich Jetzt kenne fast neue. nichts. Ja. Wenn wir da schon zwei Fresher Boy, also ein Fresher Boy und ein Fresher Boy haben. Ja. Jetzt, Cool in the gang, gestern Alter. ist mir das nämlich wieder Oh, die aufgefallen. Gang, gang. Darum, das ist die ultimative Frage für so moderne Fresher Boys. Alright. Skinny Jeans oder Cargo Shorts? Jean Baggies. Jeanbag. Ja, das da. Ja, ich bin halt Ah. Hip-Hopper. Irgendwie Ah. auch doch noch. Ich würde am liebsten immer noch im Aber absoluten er Hip-Hop-Style kämpft, rumlaufen. Donald kämpft. Oh, man, schau mich an, die haben nie Metal-Shirts an. Also. Okay, Cargo Shorts. Cargo Tut mir leid. Fairer Punkt. Mhm. Ricky, bei dir so? Ja, ich muss auch Cargo, irgendwie so Pantera-mäßig. Ja, bei Ja. mir ist Oder zum Beispiel, ich weiß noch, 2010, nein. nein, was du anlegst, nicht was andere anlegen. Nein, aber ich muss sagen, also ich kann also baggy Bullshit. Ich kann beides. Aber ich weiß noch, früher, so Ende 2000er, Mhm. Ende 2000er, Mhm. 2009 oder so, bevor Emos in der Szene sind Melodeath Kiddies gehatet worden. Wir sind immer Cargo Pants und In Flames T-Shirts. Und dann Ja. so die Core Kiddies, die nachher Core Kiddies sind. Also das ist alles Cargo Pants und Melodeath Shirts gewesen. Und die sind so gehatet worden von den alten True Thrashers. Oh nein, Ja, Alter. und nachher sind Emos gekommen und nachher die Melodeath Dudes haben genau das gleiche gemacht zu den Emo Kiddies. Und nachher haben die Emo Kiddies angefangen Hardcore machen und haben die Trap Kiddies abgenommen und was kommt als nächstes? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, das nächste kommt. Ich finde es auch schön, Alter, weil es auch so, es ist wirklich effektiv, wie die Menschheit ist. Die ältere Generation kackt immer auf die Jünger, weil irgendwie, und dann... Voll. Mhm. Obwohl, das ist spannend im Metal, dass es gibt immer noch die Reverence zu den alten Bands, die der Ja. Way gemacht haben. Das ist nicht so wie Fuck you, Grandpa, weißt du, es geht schon, aber es gibt Voll. einen gewissen Respekt im Es ist Respekt so eben Ja. gerade für Slayer oder so. Genau. Da kann sich irgendwie jeder Metal darauf einigen, was für einen Einfluss Metallica hat. Weißt du, was ich Genau. meine? Auch wenn es Genau. nicht persönlich dein dein Ding ist, aber Da kommt man einfach all drum hail, vorbei. weißt du, was ich genau. meine? Man So. kommt nicht drum vorbei. Metallica ist einfach Ja, Ja, voll. der Haupteinfluss, Ja. den du hast in dieser Szene. Ich hasse es, wenn Leute mich fragen, so, was ist euer Einfluss? Ich muss immer Metallica sagen, so, ja, ich würde gerne so, ja, weißt du, es ist die und die Ich kann unbekannte stolz sagen, weil ich habe Die- Metallica die- erst angefangen zu hören, als ich die kennengelernt habe. Mich? Ja. Schon? Damn, okay. Boah, aber Rammstein ist schon. verdammt. Ja, Rammstein sind Ich muss wieder ein bisschen mehr Rammstein hören, Alter. Finde ich nicht, Alter. Musst du wirklich nicht. Nein. Ja, hast du noch einen anderen Quickshot gehabt? Ja, aber soll ich auch noch antworten?
Oder ist es logisch? Stimmt. Ja, bei dir ist logisch. Vielleicht irgendeiner schon mal in Cargo-Shorts gesehen. Ich habe Skinny Jeans, ich habe einfach noch mehr Skinny Beinchen, darum sind sie nicht so Dann skinny. ist okay, aber wenn du Ja, so fett Sicht bist, Alter, dann... Ja, einfach eine Hauptregel in meinem Kleidungsstil ist einfach Oversize. Ich habe gern, wenn es flattert. Ja, oben genau. eng. Ich habe eben, meine Kleider sind so wie bei Frauen. Lieber, weißt du, oben weit und unten eng. Das Problem ist, ich kann... Ricky, die Editing-Famous an. Fix that and Das post. Problem ist, ich habe ein grosses Shirt, grosse gekauft und nachher bin ich reingewachsen. Ja, bei mir ist eben auch so, ja, fuck. Das M ist bei mir eben auch nicht mehr, darum ist jetzt L angesagt. Brudi. Ja, ich habe noch mal einen. Das ist ein Quickshot. Hast du einen? Alright, nein, sag's. Okay, ich habe noch mal einen Quickshot für die Fresher Boys. Alright. Gut, den kann ich auch easy beantworten. Also VC High-Top-Sneaker oder Chucks? Wie sie halt auf Sneaker hat. Nike Air Force. Schau mal da die Hure Rebellen da hin. Aber ja, in dem Fall VC High-Top-Sneaker habe ich immer. Unbedingt. Ja. Unbedingt wie sie halt. Ricky? Die Was sind fucking was fresh. sind BC Hyde? Sneakers, weißt du, so Skate-Schuhe bis raufgehen in Weiss. Wie so Metallica, wie James Hetfield Nicht früher auch. Converse, oder? Nein, das sind Nein, nicht Chucks. Converse, Nein, aber das sie sind fett. Chucks, ja. Chucks sind Converse. Fette. Nein, das sind einfach die, weißt du, ich weiß So, ganz ehrlich? Hast du nie ein Musikvideo von Saw gesehen, von Orbit Nein. Culture? So die Basketball... Einfach die Skate-Schuhe bis raufgehen, in Weiss. So wie die? Es sind Nein, das sind Chucks, Alter. Du hast literally Chucks an. Eigentlich sind das Jordans, ja? Oder Jordans, alright. Ja, nein, Ist einfach hoch. ich bin Chucks. Du bist Chucks, ja. Nein, ich bin schon der Jordan. Dann sieht deine Beine so Ja, einfach, massiv aus. eben, das ist immer noch mein Lieblingsding. Im Orbit Culture Musikvideo hat der Sänger einfach so ein Vans Longsleeve an, schwarze Skinny Jeans und so weiße Sneaker, die einfach bis da raufgehen. Und es sieht einfach so aus, er sieht aus, als ob er jetzt gerade 22 geworden wäre, aber 1980 eine Fresh Metal Band gegründet hat. Ist ja, aber ist doch geil. Das müssen wir schauen. Sick. Aber Ja, ja. ja. Ich hätte keine Quickshots mehr. Nein, bei mir ist es gut. Dem her. Habt ihr noch etwas von der Welt? The Welt. Etwas promoten? Das Promoten? Ja. Der Song kommt diesen Sommer raus, habe ich gehört. Nein, nicht der Vor dem Sommer. Sommer. Vor dem Sommer. Vor dem Sommer mit dem Musikvideo. Alright. Ja, man kann bald mitrechnen, sagen wir es Aha. mal so. Zeit. Ja, nein, der wird wild, also, und der hat Potenzial zum Schlagzeilen machen. Ich habe die Stories gesehen, von wo ihr am Aufnehmen waren. Es sieht wirklich sehr cool Fix, aus. ja. Ja. Ist brutal. Das Alright. Konzept ist halt so Rap-Video-mäßig. Geil. Ja, Das ist noch recht witzig, weil wir beide eben Rap-Fans sind. Ja. Wir uns ein bisschen da gehalten haben und dann einfach ein Thrash-Metal-Musikvideo, das im Rap-Stil gemacht worden ist. Sicher ein interessantes Experiment, Ich oder? glaube, das könnte noch unser Ding irgendwann werden. Das Hip-Hop-Thrash ein bisschen mischen. Ja, aber Habt ihr Mühe mit der Polizei gehabt, weil so viele Leute mit Goon-Masken Wir haben, der Vorteil ist, aber das ist auch wieder unbewusst gewesen, der Vorteil ist, dass wir es genau während der Fasnacht gemacht haben. es hat Also, niemand gejuckt, dass so es Leute hat- mit Waffen und Sturmmasken durch die Stadt Genau, gelaufen sind. ja. Es ist wirklich, also eben, ihr habt ja den Platz gesehen von unserem Areal da Ja. vom Ja, Zentrum. Es hat vorne dran eben noch mehr Parkplätze, wie oben dran hat es so Stands in der Club, wo ja dort oben rein ist. Und die haben ja auch Fasnachtswege, haben die dort aufgestellt, haben die dort voll Party gehabt. Keiner hat uns Ah, beachtet. sick. Also, Perfekt gewesen. wir Durchs haben Dorf es perfekt gelaufen. timed. Es hat keine Sau hat das gestört. Da haben wir schon Glück Also in gehabt. dem Fall der Sonor, der Fresh Band of the Hour, Aber, mit einem Nestle für gute Filmtage. aber ich sag dir, der Promoplan könnte unser Polizeiproblem sein. Also mehr dazu Alright, sage ich alright. nicht. Also, Mehr dazu dann aus der der Zelle. könnte uns echt Problem geben, je Das nachdem. sind wir Das nehmen wir in Kauf, das ist doch klar. Ja, unbedingt. Alright. Also, es ist worth it. Der Song That's the ist spirit, Alter. Nein, dann merci vielmals, dass ihr die Ersten sind, die bei Probe Room Invaders mitmachen. Fuck yeah, homie. Ja, Mann. Geht Sonar hören, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, insbesondere TikTok. Und kommt mal an das Konzert von den Jungs. Weil, So würde ich noch gerne sagen, Props to Metal Serval, auch Gerne, also auf Spotify, wo sind da sonst noch aktiv? Instagram, Ja. Überall. überall. Sie Sogar sind überall TikTok. Wir sind aktiv. sogar auf Und wenn, TikTok. und wenn die Aufnahme fertig ist, definitiv auf dem WC. Ja, ich muss hin. Alright. Hey, Jetzt, das war Metal Server. also. We love you. Hi, Genoss. See you people. Ciao. Outro läuft. Cheers.